Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. An der Südgrenze des Kosovo liefern sich albanische Milizen Gefechte mit den mazedonischen Truppen. Dabei wurden 3 Soldaten getötet. Mazedonien hat inzwischen alle Grenzübergänge zum Kosovo geschlossen. Zentrum der Kämpfe ist der Ort Tanoševci, der von albanischen Rebellen eingenommen wurde. Nach Angaben der NATO stehen sie in Verbindung mit den Milizen im eigentlich entmilitarisierten Preševo im Süden Serbiens. Sie wollen die albanisch besiedelten Gebiete an das Kosovo anschließen. Angesichts der jüngsten Gewalt im Grenzgebiet zwischen dem Kosovo und Mazedonien hat der Europarat vor einem neuen Balkankrieg gewarnt. Die Lage sei extrem gefährlich. Die mazedonische Regierung forderte die OSZE auf, schnell für eine Entspannung in der Region zu sorgen. Aus dem Grenzgebiet wurden noch heute wieder Auseinandersetzungen zwischen albanischen Extremisten und den Regierungstruppen gemeldet. In der Umgebung des Dorfes Debelde hat die KFOR-Friedenstruppe ihren Druck auf die Rebellen verstärkt. Beim Dorf Delde an der Kosovo-Grenze zu Mazedonien. Auch letzte Nacht waren Schießereien und einige Explosionen zu hören. Deshalb wird hier die amerikanische Einheit der internationalen Schutztruppe KFOR verstärkt, um diese neue Konfliktzone auf dem Balkan besser unter Kontrolle zu bekommen. Trotz modernster Überwachungsgeräte eine schwierige Aufgabe angesichts schlechter Wetterverhältnisse und eines zum Teil schwer einsehbaren Geländes. Außerdem versuchen sich albanische Extremisten neuerdings als Zivilisten zu tarnen. Einige Verdächtige seien festgenommen worden, so dieser Major der amerikanischen Schutztruppe. Einer hätte schwarze Uniformen getragen, mit Fernglas und Kompass versucht, die Kontrollposten auszukundschaften. Die KFOR werde aber alles tun, um ein weiteres Einsickern von bewaffneten Elementen in die Grenzregion zu verhindern. Auf rund 200 wird die Zahl der albanischen Rebellen aus dem Kosovo geschätzt, die hier versuchen, auch ihre Landsleute auf der mazedonischen Seite zu terrorisieren. Sie haben Minen gelegt, sich Feuergefechte mit Grenzpolizei und Armeeeinheiten geliefert. 3 mazedonische Soldaten wurden gestern beigesetzt. Die Regierung in Skopje verlangt deshalb eine entmilitarisierte Pufferzone, fürchtet ansonsten, dass es zu einer Solidarisierung der starken albanischen Minderheit in Mazedonien mit extremistischen Eindringlingen kommen könnte. Damit zu einer Destabilisierung und einem neuen Kriegsherd auf dem Balkan. Als Reaktion auf die zunehmende Gewalt albanischer Extremisten in Südserbien und Mazedonien hat die NATO die Kosovo-Pufferzone teilweise für die jugoslawische Armee geöffnet. In das 5 Kilometer breite entmilitarisierte Gebiet waren albanische Extremisten eingesickert und hatten von dort immer wieder Angriffe gegen die Regierungssoldaten gestartet. Serbische Truppen dürfen jetzt zunächst in einen engen Sektor der Pufferzone an der Grenze zu Mazedonien einrücken. Die KFOR behält aber weiter die Oberhoheit. Die NATO setzt ein Zeichen gegen albanische Rebellen. Heute beschloss der NATO-Rat in Brüssel, die Sicherheitszone um das Kosovo für die jugoslawische Armee zu öffnen. Ein erster Schritt, der Kooperationsbereitschaft mit dem ehemaligen Kriegsgegner signalisieren soll. In Washington hatte Generalsekretär Robertson die NATO-Pläne von einer kontrollierten Rückkehr der Serben angesprochen. Unser Ziel ist, Sicherheit und Stabilität zu schaffen in einer Zone, wo eine kleine Gruppe von Albanern versucht, Gewalt zu schüren, Unruhe zu provozieren. Bisher ist die nach dem Kosovo-Krieg eingerichtete Pufferzone entmilitarisiert, folglich also Sperrgebiet für die jugoslawische Armee. Das hatten sich albanische Rebellen zunutze gemacht und von dort aus Angriffe auf Serben geführt. Noch am Mittwoch hat eine Landmine 3 jugoslawische Soldaten getötet. Die Regierung in Belgrad bewertete die NATO-Entscheidung als gute Nachricht. Ich hoffe, wir können noch im Laufe des Monats Truppen ins Grenzgebiet schicken. Das geschieht dann in Absprache mit den KFOR-Truppen. Ungeachtet dessen kritisierte der jugoslawische Präsident erneut NATO und KFOR. Ihr Einsatz sei ein Desaster. Sie hätten den Terrorismus in der Region gefördert, statt ihn zu bekämpfen. Ungeachtet internationaler Warnungen haben albanische Extremisten ihre Angriffe in Südserbien und Mazedonien verstärkt. In der Pufferzone zum Kosovo griffen albanische Kämpfer die südserbische Ortschaft Lučane an. Dabei wurde ein Polizist getötet. Auch in der Grenzregion von Mazedonien kam es bei Gozinci wieder zu Gefechten. Rebellen hatten dort einen Regierungskonvoi umstellt und einen Fahrer erschossen. Am Nachmittag befreiten mazedonische Spezialeinheiten die Fahrzeugkolonne. Der Konvoi sollte Hilfsgüter in die Region bringen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Auf dem Balkan wächst die Angst vor einem neuen Krieg. Die albanischen Rebellen ziehen sich zwar immer mehr aus dem südserbischen Teil der Pufferzone zurück, aber dafür kommt es zu heftigen Kämpfen im Nordwesten Mazedoniens. Vor allem aus Tetovo, wo auch Nachschubeinheiten der Bundeswehr stationiert sind, werden Gefechte gemeldet. Die NATO hält den Konflikt bislang für begrenzt. Kein Ausnahmezustand, aber Einsatz zusätzlicher Sicherheitskräfte gegen die Terroristen. Das ist das Ergebnis einer Krisensitzung der mazedonischen Regierung. Zentrum der Angriffe von UÇK-Rebellen ist Tetovo, wo etwa 90% der Bewohner Albaner sind. Letzte Nacht haben die Freischärler die alte Burg Kale eingenommen, die nur rund 200 Meter vom Stadtzentrum entfernt ist. Nun liegt die ganze Stadt in der Reichweite der Scharfschützen. Traurige Bilanz des gestrigen Tages: ein Zivilist getötet, 15 Polizisten verletzt. Präsident Trajkovski warnt nun die Guerillas vor einem Spiel mit dem Feuer. Wir werden den Terrorismus mit militärischen und mit politischen Mitteln bekämpfen. Wir haben die KFOR bereits um militärische Hilfe gegen die albanischen Rebellen gebeten. Die Freischärler setzen nicht nur Schnellfeuergewehre, sondern auch Mörser ein. Zahlreiche slawische Bürger haben die Stadt bereits verlassen, zumindest ihre Familien in Sicherheit gebracht. Wut über diese Welle der Gewalt, die aus dem Kosovo herübergeschwappt ist. Warum eigentlich sollen die jungen Leute umkommen? Gebt uns Älteren Waffen. Wir werden mit diesen Banditen schon fertig werden. Die Rebellen sind inzwischen schon bis auf 20 Kilometer auf die Hauptstadt Skopje vorgedrungen. Verhandlungen mit ihnen lehnt die mazedonische Regierung jedoch strikt ab. Man verhandle nicht mit Terroristen, so die offizielle Erklärung. Auch die Albaner-Partei im Parlament hat sich eindeutig von der Gewalt distanziert. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bei den anhaltenden Gefechten in Mazedonien drohte heute erstmals eine Verwicklung deutscher Soldaten. In der Nähe von Tetovo beschossen albanische Extremisten einen Bundeswehrstützpunkt. Ein Soldat wurde durch Glassplitter leicht verletzt. Mazedonische Truppen, die ebenfalls in der Kaserne untergebracht sind, erwiderten das Feuer. Die Bundeswehr griff nicht in die Gefechte ein. Auch die Innenstadt wurde von den Rebellen beschossen. Eskalation der Gewalt in Tetovo. Gestern noch Spekulation, ob es zum Krieg kommt. Heute ist er schon da, fliehen die Menschen vor ihm. Die Stadt unter schwerem Beschuss. Von unten feuert die mazedonische Armee in Richtung der Berge. Dort hält die UÇK weiter ihre Stellungen. Statt zu weichen, scheint es, als rückten die Kämpfer immer weiter vor. Tetovo droht zu einem neuen Sarajevo zu werden, befürchtet der Polizeichef der albanischen Regierungspartei. Mehrere Granateinschläge, sogar im Zentrum. Zivilisten inmitten unkontrollierten Schusswechsel. Chaos, jeder versucht sich wie auch immer in Sicherheit zu bringen. Unübersichtlich die Lage, wer aus welchen Positionen wohin schießt, ob nicht die Untergrundkämpfer schon längst Stellung in der Stadt bezogen haben. Direkt in Tetovo die KFOR-Kaserne. Deutsche Soldaten sind hier zusammen mit den Mazedoniern untergebracht. Das droht zur Falle zu werden. Am Nachmittag werden auch sie beschossen, bislang nur ein Leichtverletzter. 40 Kilometer entfernt in Skopje, Außenminister Fischer zu Gesprächen mit der mazedonischen Regierung. Noch heute Abend will er die rund 1000 deutschen Soldaten besuchen und er appelliert, die Gewalt zu beenden. In Tetovo wird das nicht gehört. Auch jetzt in diesen Minuten wird weiter geschossen und die Rebellen dringen weiter vor. Nichts deutet darauf hin, dass die Politik hier schnell eine Lösung findet. Derweil werden in Tetovo gewalttätig Tatsachen geschaffen. So wird es immer schwerer, dass Mazedonien vor dem Krieg noch zurückweichen kann. Als erste Konsequenz aus dem Zwischenfall hat Verteidigungsminister Staping eine Verstärkung der deutschen Truppen in Mazedonien mit schweren Waffen angeordnet. Die KFOR-Einheiten in der Region wurden in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Die Schüsse auf die deutschen Soldaten begannen am Nachmittag, als der Kanzler noch in Paris war. Seit seiner Rückkehr nach Deutschland wird er ständig über die Angriffe informiert. Die wichtigste Entscheidung der Bundesregierung: die Bundeswehr in Tetovo soll erheblich aufgerüstet werden. Aus dem Kosovo sollen 2 dieser Leopard-Panzer verlegt werden, dazu 4 Marder-Schützenpanzer. Aus Deutschland werden 6 20 mm Maschinenkanonen eingeflogen. Bis auf leichte Kratzer durch Glassplitter bei 2 Soldaten blieben die rund 700 Soldaten in der Kaserne unverletzt. Es ist wohl kein gezielter Beschuss der Kaserne. Allerdings, die deutschen Soldaten sind betroffen, sie müssen geschützt werden. Man muss die Bereitschaft zu konsequentem Vorgehen zeigen. Deswegen verlegen wir schweres Gerät, darunter Leopard, Panzer nach Tetovo. Und wir werden uns von niemandem, auch nicht von albanischen Extremisten, auf der Nase herumtanzen lassen.
Berlin will offenbar mit Abschreckung reagieren. Es gibt keinen Grund, über einen Abzug nachzudenken. Es gibt allen Grund, über verstärkten Schutz nachzudenken. Auch politisch wird die Lage jetzt schwieriger. Die Bundeswehrsoldaten haben bisher nur den Befehl, sich selber zu verteidigen und nicht in die Kämpfe einzugreifen. Der Generalinspekteur der Bundeswehr wird morgen nach Tetovo reisen, um sich dort am Ort selber ein Bild von der Lage zu machen. Guten Abend, meine Damen und Herren. In Mazedonien droht eine weitere Verschärfung der Lage. Ungeachtet internationaler Appelle und Warnungen wollen die albanischen Rebellen den Kampf ausweiten. Die Anführer riefen heute die wehrfähigen Albaner im Land auf, sich zu bewaffnen und sich den UÇK-Verbänden anzuschließen. Polizisten und Soldaten wurden aufgefordert, die Seite zu wechseln. Die Regierung in Skopje kündigte an, notfalls werde sie Militärhilfe im Ausland anfordern. Auch heute kam es wieder zu Gefechten. Einen Tag nach den Schüssen auf einen deutschen KFOR-Stützpunkt in Tetovo hat die Bundeswehr die Versorgungseinheit mit Panzern verstärkt. Dort machte sich Generalinspekteur Kujat ein Bild von der Lage. Von den Bergen über der Kaserne halten die Maschinengewehrgarden. In der Kaserne gratulierte der Generalinspekteur einem seiner Soldaten zum Geburtstag. Er wolle sehen, so Kujat, ob die Vorsichtsmaßnahmen zum Schutze der deutschen Soldaten ausreichten, ob sie in Tetovo noch sicher sind oder nicht. Natürlich sind sie es. Die Schüsse gestern, durch die ein Soldat leicht verletzt wurde, galten nicht den Deutschen. War die Verlegung von Leopard- und Fuchspanzern aus Prizren nach Tetovo heute Nacht also eine überzogene Vorsichtsmaßnahme, politischer Aktionismus? Für uns kommt es darauf an, alles zu tun, was wir für notwendig erachten, um unsere deutschen Soldaten hier zu schützen. Das ist das Entscheidende. Und ich bin nicht bereit zu akzeptieren, dass auch nur einem Soldaten hier ein Haar gekrümmt wird. Wir werden uns wehren. Die in Tetovo stationierten Soldaten zeigen denn auch keine Spur von Angst. Also ich habe keine Angst, ich bin nur beunruhigt dessen, was hier noch weiter geschehen wird. Angst kann ich sagen, habe ich keine. In Tetovo und Umgebung gingen die Schießereien heute unvermindert weiter. Polizeieinheiten versuchen, die in den Bergen verschanzten 200 bis 300 Kämpfer zurückzuwerfen ins Kosovo. Nur an gesicherten Plätzen wie diesen ist derzeit hier in Tetovo noch Leben möglich. Den ganzen Tag über waren Schüsse aus automatischen Gewehren zu hören. Und trotzdem, dies ist noch kein Krieg. Zumindest nicht, solange es nicht zu einem Flächenbrand kommt. Guten Abend, meine Damen und Herren. In Mazedonien wächst die Furcht vor einem neuen Krieg auf dem Balkan. Angesichts der anhaltenden Kämpfe mit albanischen Rebellen hat die Regierung in Skopje die Mobilisierung von Armeereservisten angeordnet. Zugleich räumte sie ein, dass neben den Polizeieinheiten auch bereits die Streitkräfte an dem Konflikt beteiligt seien. Rund um Tetovo lieferten sich albanische Separatisten auch heute heftige Schießereien mit den Sicherheitskräften. Die Behörden haben eine nächtliche Ausgangssperre über die umkämpfte Stadt verhängt. Tetovo unverändert. Stellungskampf, die Fronten verhärtet. Die UÇK scheint eher mehr Territorium zu erobern, denn zurückzuweichen. Die Sicherheit der deutschen Soldaten zunehmend gefährdet. Keine 100 Meter vom Standort der deutschen KFOR-Truppe feuert die mazedonische Armee aus Mörserstellungen gegen die Rebellen am Berg. Wir haben ein größeres Gefährdungspotenzial hier, das nicht auszuschließen ist, weil wir einfach aufgrund dieser Tatsache mit feindlichem Beschuss innerhalb der Kaserne rechnen müssen. Viel Spekulation, warum die mazedonischen Sicherheitskräfte der Lage nicht Herr werden. Haben sie zu wenig Waffen, zu wenig Leute oder werden sie politisch zurückgehalten? Die Koalitionsregierung aus Mazedoniern und Albanern gerät zunehmend unter Druck. Aufgebrachte Demonstranten, viele Flüchtlinge aus Tetovo vor dem Regierungsgebäude in Skopje. Die rote Karte für die Regierung. Sie wollen, dass der Kriegszustand in Westmazedonien ausgerufen wird. Zeigt den verdammten Albanern, dass Mazedonien nie untergehen wird, skandieren sie. Spannungen zwischen den Ethnien, allzu lang hat die Regierung dem nichts entgegengesetzt. Jetzt droht zunehmend Hass, das Land zu regieren. Meine Damen und Herren, die NATO will ihre Truppen im Kosovo gezielter einsetzen, um den Konflikt im mazedonischen Tetovo einzudämmen. Der Nachschub der albanischen Rebellen solle durch schärfere Grenzkontrollen gekappt werden, so Generalsekretär Robertson heute in Brüssel. Die mazedonische Armee macht mit einer neuen Offensive gegen die Extremisten mobil und hat weitere Einheiten nach Tetovo verlegt. Für die EU ist der Beauftragte für Außenpolitik Solana nach Mazedonien gereist, um nach Wegen aus der Krise zu suchen.
Mazedonien macht ernst, heute auf der Straße von Skopje Richtung Tetovo. Nachdem die Regierung gestern die Mobilmachung angeordnet hat, werden heute Panzer nach Norden gebracht. Eine Geste wohl nicht mehr, denn die schrottreifen Geräte können den offenbar militärisch erfahrenen Rebellen kaum mehr als ein Lachen abverlangen. Am Mittag in Tetovo. Das Dröhnen von Granateinschlägen liegt über der Stadt. Mit schwerer Artillerie versucht die Ordnungsmacht, der Lage Herr zu werden. Von hier unten sieht es so aus, als habe sich die sogenannte Befreiungsarmee auf die Rückseite des Berges zurückgezogen. Am Nachmittag dann Ansätze eines normalen Lebens. Männer sitzen in den Cafés, Frauen gehen einkaufen, am Markt haben einige Stände wieder geöffnet. Empörung bei den Albanern über den Einsatz der Armee. Recht selbst zu wählen, was jemand will, das haben wir nicht gehabt, nie. Auch wer die Gewalt ablehnt, betont hier immer wieder die Forderung nach Gleichberechtigung. Der EU-Beauftragte für Außen- und Sicherheitspolitik dürfte höchst unterschiedliche Berichte erhalten. Solana wird hier in Skopje wohl auch jene törichten Vorwürfe zurückweisen, die Ministerpräsident Georgievski gegenüber den USA und Deutschland erhoben hat. Denn die Forderung der Albaner nach Gleichberechtigung ist ja nicht eben unbillig. Und Anschuldigungen gegenüber dem Ausland können wohl kaum von jahrelangen schweren Versäumnissen ablenken. Erste Warnungen an die Adresse der albanischen Rebellen kamen heute von den EU-Außenministern in Brüssel. Der mazedonischen Regierung sagten sie politische Unterstützung zu. Forderungen nach einem militärischen Eingreifen erteilten die Außenminister jedoch eine klare Absage. Auch Bundesverteidigungsminister Scharping warnte davor, die Kämpfe in Tetovo schon als Krieg einzustufen. Für die dort stationierten deutschen Soldaten sei das Risiko noch beherrschbar. Brüssel, die Stunde der Diplomaten. Deren Antwort auf die sich zuspitzende Lage in Mazedonien: Zucker, Brot und Peitsche. Übertragen: Zugeständnisse an die albanische Minderheit und zugleich die rigorose internationale Isolierung der militanten Albaner. Minister Fischer erklärte, dass es ein Riesenfehler wäre, wenn die albanische Seite jetzt eine Politik aufgreifen würde, der gewaltsamen Änderung der Grenzen, eine Politik des Nationalismus, sondern die Frage stellt sich, ob man sich für Europa entscheidet. Und die Entscheidung für Europa heißt Verzicht auf Gewalt. Die NATO berief eine Sondersitzung ein. Die Entsendung von Truppen nach Mazedonien stand nicht zur Entscheidung an, wohl aber die Verstärkung der Grenzkontrollen. Die NATO ist entschlossen, zusätzliche Truppen im Kosovo an der mazedonischen Grenze zu stationieren. Wir werden die kleine Gruppe von Extremisten dort stoppen. Wir wollen sie austrocknen. Dafür hatte auch der mazedonische Außenminister in der NATO und bei den Außenministern geworben. Wir möchten unbedingt die Terroristen, die Extremisten von der Bevölkerung trennen. Und das ist unser gemeinsames Ziel. Und ich hoffe, die NATO kann das auch sehr effizient machen. Um den Schulterschluss mit Mazedonien zu unterstreichen, brach der EU-Beauftragte Solana noch am Nachmittag nach Skopje auf. Europas Diplomaten setzen auf das Prinzip Hoffnung. Die Rebellen sollen politisch isoliert und militärisch bedrängt werden, in der Erwartung, dass dann die Regierung von Mazedonien in der Lage sein wird, einen Flächenbrand abzuwenden. Guten Abend, meine Damen und Herren. Im mazedonischen Tetovo geht die Armee seit heute massiv gegen die albanischen Rebellen vor. In der Gegend sind starke Militärkräfte zusammengezogen worden. Die Regierung in Skopje stellte den Rebellen eine Feuerpause in Aussicht, sollten sie ihre Stellungen in den Bergen rund um die Stadt von Mitternacht an räumen. Friedensverhandlungen wurden kategorisch ausgeschlossen. Die angekündigte Offensive hat begonnen. Dumpfe Einschläge im Minutentakt, die UÇK-Stellungen in den Bergen um Tetovo unter Beschuss. Mit Artillerie und ihren wenigen Panzern geht die mazedonische Armee gegen die Rebellen vor. Albaner und Mazedonier im Kampf gegen die UÇK gemeinsam. Damit soll auch die Einigkeit der angeschlagenen Regierungskoalition demonstriert werden. Ob diese Militäraktion die gut verschanzten UÇK-Kämpfer tatsächlich besiegen kann, bleibt abzuwarten. Von den Bergen soll es unterirdische Gänge bis in die Stadt geben. Den ganzen Tag war der Militärschlag erwartet worden, erst am späten Nachmittag aber ging es los. Kurz nachdem die mazedonische Regierung dafür nochmals politischen Rückhalt vom EU-Sonderbeauftragten für den Balkan erhalten hatte. Es wäre ein Fehler, mit Terroristen zu verhandeln, so Solana in Skopje. Sie müssten viel mehr isoliert werden und die albanischen Parteien sollten innerhalb der staatlichen Institutionen für ihre Rechte kämpfen.
In den Bergdörfern ergreifen nun immer mehr Menschen die Flucht. Angeblich soll es zu Zwangsrekrutierungen durch die UÇK gekommen sein. Keine Gespräche, sondern eine militärische Offensive soll hier die Lösung in Tetovo bringen. Doch die mazedonische Armee ist schlecht ausgerüstet und das Terrain ist schwierig. Ob diese Offensive gelingt, das wird auch davon abhängen, wie sich die albanische Zivilbevölkerung verhält. Greifen die Menschen hier zu den Waffen oder überlassen sie den Kampf den Soldaten in den Bergen? Die NATO will wegen des Konflikts in Mazedonien ihre Truppen im Kosovo aufstocken. Generalsekretär Robertson hat dafür bei den Mitgliedstaaten neue Einheiten angefordert. Nach Agenturberichten geht es um bis zu 1400 Mann. Eingesetzt werden sollen sie an der Grenze zu Mazedonien, um den albanischen Rebellen den Nachschub aus dem Kosovo abzuschneiden. Im Krisengebiet um Tetovo sollen die Freischärler am Abend eine Feuerpause verkündet haben, um den Weg für Verhandlungen freizumachen. Die Armee hat ihnen bis Mitternacht Zeit gegeben, ihre Stellungen zu räumen. Aufmarschiert sind heute erstmal Politiker in Mazedonien. Nach dem EU-Beauftragten Solana und anderen Diplomaten aus Brüssel signalisierte Russlands Außenminister das traditionell starke Interesse Moskaus für den Balkan. Militärische Hilfe könne er zwar nicht zusagen, so Ivanov bei einer Pressekonferenz in Skopje, aber volle politische Unterstützung gegen Extremismus und Terror. Den erlebte Mazedoniens Hauptstadt am Nachmittag. In einem Einkaufszentrum starb ein Polizist, ein zweiter wurde schwer verletzt. Damit könnten albanische Freischärler ihre Drohung wahrgemacht haben, den Kampf bis in die Stadtzentren zu tragen. Der Andrang vor den Passbehörden und Konsulaten der Botschaften ist größer geworden. Denn kaum einer glaubt hier in Mazedonien noch daran, dass die Guerillas ihre Waffen niederlegen und abziehen, das Regierungsultimatum befolgen werden. Was dann, wollten auch wir wissen. Ich hoffe sehr, dass es nicht passieren wird, aber falls es passieren sollte, dann werden die Sicherheitskräfte ihre Arbeit weitermachen müssen. Umso mehr genossen Polizisten und Soldaten die heutige Waffenruhe in Tetovo nach den heftigen Kämpfen der letzten Tage. Sporadische Schüsse von den Hügeln um Mazedoniens viertgrößte Stadt wurden nicht einmal beantwortet. Im Norden Mazedoniens hat sich der Konflikt heute wieder zugespitzt. Nach Ablauf eines Ultimatums an die albanischen Rebellen nahm das Militär Stellungen der Freischärler in den Bergen verstärkt unter Beschuss. In Tetovo erschoss die Polizei 2 Albaner. Zuvor hatte der UN-Sicherheitsrat die Angriffe der Rebellen scharf verurteilt. Die NATO kündigte an, die Pufferzone zwischen dem Kosovo und Südserbien werde noch weiter für die jugoslawische Armee geöffnet. Tetovo heute Nachmittag. Für die einen war das paranoischer Willkürakt. Für die mazedonische Polizei wurden da 2 albanische Terroristen gestoppt. Der eine soll eine Handgranate schon entsichert und wurfbereit gehabt haben. Ansonsten war für die Medien wenig zu sehen von der heute erwarteten Militäraktion gegen die albanischen Freischärler. Die sei nach dem abgelaufenen Ultimatum der Regierung mit Guerilla-Methoden erfolgt, versicherte der ARD der Verteidigungsminister. Spezialeinheiten hätten noch in der vergangenen Nacht die Extremisten aus Bergdörfern über Tetovo zurückgedrängt. 30 UÇK-Kämpfer sollen gefangen genommen worden sein, wobei es auf Seiten der Armee und Polizei Verwundete gegeben habe, wie eingestanden wird. Die Gefahr eines Bürgerkriegs sehen auch albanische Parteien in der Regierungskoalition nicht. Zwar wird das militärische Vorgehen bedauert, zugleich aber auch die Gewaltanwendung der UÇK-Landsleute scharf verurteilt. Dafür verantwortlich gemacht werden auch von der angereisten EU-Troika Drahtzieher im Kosovo. Die Spitzenpolitiker aus Brüssel drohten heute in Skopje jegliche Hilfe einzustellen, wenn albanische Politiker im Kosovo die Rebellen in irgendeiner Form weiter unterstützen. Die Abriegelung der Grenze, auch mit Hilfe deutscher KFOR-Einheiten und logistische Unterstützung, wurden dem mazedonischen Staatsoberhaupt zugesichert, der morgen in Stockholm mit dem russischen Präsidenten zusammentreffen wird. Wegen der anhaltenden Kämpfe in Mazedonien sollen die deutschen KFOR-Truppen weiter verstärkt werden. Wie das Verteidigungsministerium heute bestätigt hat, ist auch die Entsendung von Fallschirmjägern ins Krisengebiet geplant. Wegen des Balkaneinsatzes fordert Verteidigungsminister Scharping jetzt mehr Geld für die Bundeswehr. Die eingeplanten Haushaltsmittel, so Scharping zur Bild am Sonntag, reichten nicht aus, um die internationalen Verpflichtungen zu erfüllen und zugleich die Truppe zu modernisieren.
Nahe der mazedonischen Stadt Tetovo haben sich die Schießereien zwischen Armee und UÇK-Rebellen verstärkt. Am Abend bombardierten erstmals Hubschrauber Stellungen der albanischen Rebellen in den Bergen. Seit Ausbruch der Gefechte sind mehr als 22.000 Menschen auf der Flucht. Die meisten suchen Schutz innerhalb Mazedoniens. Doch seien auch viele auf dem Weg in das Kosovo, so das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. Die mazedonische Armee hat nahe der Stadt Tetovo Stellungen albanischer Rebellen eingenommen. Am Morgen waren Panzer in die Berge vorgerückt. Dort haben sich die Separatisten verschanzt. Eingeleitet wurde die bisher schwerste Offensive mit Artilleriebeschuss. Mindestens 6 Menschen sind verletzt worden. Beim Vormarsch kam es am Stadtrand Tetovos zu einer Schießerei zwischen Regierungstruppen und mutmaßlichen albanischen Rebellen. An einer Straßensperre wurde ein Polizist von Sicherheitskräften aus Versehen getötet. In Mazedonien sind die Kämpfe zwischen dem Militär und den albanischen Rebellen kurz vor dem Besuch von NATO-Generalsekretär Robertson abgeflaut. Robertson und der EU-Beauftragte Solana wollen noch am Abend mit Regierungsvertretern sprechen. Inzwischen hält der Flüchtlingsstrom aus Mazedonien an. Seit Beginn der Kämpfe haben mehr als 30.000 Menschen das Land verlassen, viele in Richtung Kosovo. Allein im Bergdorf Ljubinje wurden 600 Menschen bei Familien untergebracht. Die ganz große Mehrheit der Menschen hier will keine Rückkehr der Gewalt. Was das Land nun braucht, ist Rechtsstaatlichkeit, die Rückkehr der Flüchtlinge und Wirtschaftshilfe. Zuvor hatte Paul in Mazedonien mit Präsident Trajkovski und der Regierung intensive Gespräche. Die Vertreter der Albaner forderte er auf, die, so wörtlich, kleine Gruppe von Extremisten zu isolieren. Ziel sei es, die Gewalt im Kosovo und außerhalb seiner Grenzen zu stoppen. Zum Engagement der Amerikaner am Balkan meinte Paul: Wir wollen die Zahl der KFOR-Soldaten so rasch wie möglich reduzieren, aber das hängt von der Lage hier ab. Ich habe gegenüber den NATO-Partnern betont, wir sind zusammen hier reingegangen und wir werden nicht ohne sie rausgehen. In Skopje traf Paul auch mit dem UN-Verwaltungschef im Kosovo Hans Hekarup zusammen. Eine geplante Reise ins Kosovo sagte Paul kurzfristig ab, angeblich wegen schlechten Wetters. Nach dem Überfall auf eine mazedonische Patrouille hat sich der Konflikt im Grenzgebiet zum Kosovo wieder verschärft. Mazedoniens Regierung kam zu einer Krisensitzung zusammen. Die Truppen im Norden wurden verstärkt. Im Gebiet Tetovo hatten vermutlich Albaner gestern 8 Soldaten und Polizisten erschossen. Die NATO verurteilte den Angriff als feige Tat von Extremisten. Die EU rief zur Isolierung der Gewalttäter auf. In Mazedonien sind nach dem Mörserangriff albanischer Rebellen bei Tetovo jetzt auch im Süden des Landes Unruhen ausgebrochen. In Bitola verwüsteten in der Nacht Hunderte Mazedonier Läden und Cafés von albanischstämmigen Geschäftsleuten. Schaufensterscheiben wurden eingeschlagen und zahlreiche Brände gelegt. Dabei soll es mindestens 4 Verletzte gegeben haben. Wenige Stunden zuvor waren nahe der Stadt einige der 8 Opfer des Mörserangriffs vom Samstag beerdigt worden. Die mazedonische Armee hat an der Grenze zum Kosovo eine neue Offensive gegen die albanischen Rebellen gestartet. Vorher wurde die Bevölkerung aus der Region Vaksince in Notunterkünfte gebracht. Stellungen der albanischen UÇK wurden von Hubschraubern aus unter Feuer genommen. An diesem Abschnitt der Grenze waren in der Nacht 2 Soldaten von Rebellen erschossen worden. NATO-Generalsekretär Robertson äußerte sich entsetzt über das Wiederaufflammen der Gewalt nach mehr als einem Monat. Die mazedonische Armee hat ihre Offensive gegen albanische Rebellen fortgesetzt. Panzer und Hubschrauber beschossen mehrere Ortschaften im Nordosten des Landes. Nach Angaben des Roten Kreuzes wurden dabei in der Nacht 2 albanische Zivilisten getötet. Vor den Angriffen wurden die Bewohner aufgerufen, ihre Dörfer zu verlassen. Wie das mazedonische Verteidigungsministerium mitteilte, soll eine Bodenoffensive gegen die Separatisten folgen. Die mazedonische Armee hat ihre Angriffe auf mutmaßliche Stellungen albanischer Rebellen im Norden des Landes fortgesetzt. Panzer und Hubschrauber beschossen mehrere Ortschaften. Dabei sind mindestens 6 Zivilisten getötet worden. Die neue Offensive begann, nachdem am Mittag ein Ultimatum an albanische Zivilisten zur Räumung umkämpfter Dörfer abgelaufen war. Zuvor hatte das mazedonische Militär internationalen Beobachtern erlaubt, das Krisengebiet zu besuchen.
Die Außenminister der EU haben Mazedonien davor gewarnt, den Kriegszustand auszurufen. Die politische und militärische Führung in Mazedonien erwägt einen solchen Schritt angesichts anhaltender Übergriffe von albanischen Rebellen. Möglicherweise wird das Parlament am Dienstag darüber entscheiden. Unterdessen setzte die Armee ihre Offensive gegen die Freischale an der Grenze zum Kosovo fort. Es waren die heftigsten Angriffe, die die mazedonische Armee bisher gegen die albanischen Aufständischen geführt hat. 3 Dörfer im Raum Kumanovo, nämlich Vaksince, Slupčane und Lojane, wurden heute Nachmittag von Panzern und Hubschraubern aus mit Artilleriefeuer belegt. Die Regierung hatte die Bevölkerung aufgefordert, die Dörfer zu verlassen. Wie viele Albaner dieser Aufforderung nachgekommen sind, ließ sich nicht feststellen. Aus der Entfernung sahen die Dörfer in der Tat ziemlich leer aus. Wir sind im Krieg, meinte der mazedonische Ministerpräsident Ljupčo Georgievski gestern, alle Warnungen der Europäer in den Wind schlagend. Der Krieg ist jetzt im Raum Kumanovo und wir müssen uns sogar auf eine Ausweitung einstellen. Die mazedonische Armee hatte in den vergangenen Tagen eine Angriffslinie nordwestlich von Kumanovo aufgebaut, um die albanischen Aufständischen der UÇK zurückzudrängen. Diese hatten zuvor durch Anschläge auf mazedonische Militärs die an sich schon gespannte Lage noch einmal verschärft. Für die Zivilbevölkerung eine unerträgliche Lage. Am Abend gab die Armeeführung ihre Erfolge der letzten Tage bekannt. Man habe der UÇK erhebliche Verluste zugeführt. Man werde zwar versuchen, die Zivilbevölkerung zu schonen, werde aber weiterhin gegen die UÇK vorgehen. Dieser bleibe nur eine Alternative, die Waffen niederzulegen. Die mazedonische Regierung hat ihre Pläne für eine Ausrufung des Kriegszustands im Konflikt mit den albanischen Rebellen zunächst zurückgestellt. Die Entscheidung fiel unter dem Eindruck intensiver Verhandlungen mit NATO-Generalsekretär Robertson und dem EU-Beauftragten Solana. Beide riefen die politischen Kräfte des Landes dazu auf, gemeinsam nach einer Friedenslösung zu suchen. Die Kämpfe im Gebiet von Vaksince an der Grenze zum Kosovo gingen mit unverminderter Heftigkeit weiter. Nun haben auch die Europäer den Ernst der Lage begriffen. EU-Außenminister Solana, ansonsten eher bekannt für vorsichtige Erklärungen, war diesmal an Deutlichkeit kaum zu überbieten. Sie stehen kurz vor einer Katastrophe, beschwor er seine mazedonischen Gesprächspartner, wenn es ihnen nicht gelingt, die Lage zu bereinigen. Wir setzen uns ein für die territoriale Integrität dieses Landes und meinen, dass die Probleme nur durch Dialog, ich betone, nur durch Dialog gelöst werden können. Die Frage, ob Mazedonien das Kriegsrecht ausrufen solle, wie es der Ministerpräsident vorschlägt, wollte Solana nicht beantworten. Wir sind hier, um über den Frieden zu reden, nicht über den Krieg. Aber, so wurde am Rande dieses Treffens bekannt, die NATO spricht sich offen für eine Zusammenarbeit mit der mazedonischen Armee aus. Es ist Zeit, dass die demokratischen Institutionen ihre Stärke zeigen. Die internationale Gemeinschaft wird nicht erlauben, dass sie unterlaufen wird von ein paar mordenden Kriminellen. Unterdessen gingen die Gefechte seit heute Morgen mit unverminderter Härte weiter. Die Armee setzt erneut Panzer und Kampfhubschrauber gegen die UÇK-Kämpfer ein, die bei Tetovo eine weitere Front eröffnet haben. Laut Angaben der OSZE halten die Rebellen auch Zivilisten gegen deren Willen in den beschossenen Dörfern fest, als lebende Schutzschilde. Nun bietet die UÇK einen Waffenstillstand an für direkte Verhandlungen mit der Regierung. Die lehnt freilich ab. Keine Verhandlungen mit Terroristen. Ein großes Bündnis der Volksgruppen soll jetzt Mazedonien aus der Krise führen. Die Regierung beugte sich heute dem internationalen Druck und beschloss, eine Koalition der nationalen Einheit zu bilden. Daran soll eine oppositionelle albanische Gruppe beteiligt werden. Auf Widerspruch stießen die Pläne bei den UÇK-Rebellen. Sie erklärten, der Konflikt könne nur beendet werden, wenn auch sie einbezogen würden. Mit schwerer Artillerie, Mörsern und Kampfhubschraubern hat die mazedonische Armee eine neue Großoffensive gestartet. Offenbar haben die albanischen Rebellen das Feuer heute bislang nicht erwidert. In den Dörfern sollen bereits über 200 Häuser zerstört sein. Hunderte von Albanern versuchten wieder über die Grenze in das Kosovo zu gelangen. Seit Beginn der Kämpfe sind nach Angaben des UN-Flüchtlingswerks 6.600 Menschen aus Mazedonien geflohen. Die Sitzung des mazedonischen Parlaments, auf der heute eine neue Regierung der nationalen Einheit bestätigt werden sollte, ist derzeit unterbrochen. Es gibt erhebliche Meinungsverschiedenheiten über die Bündnisvereinbarung vom Freitag. Das neue Kabinett soll eine politische Lösung des Konflikts mit den albanischen Rebellen suchen. Auch die albanische PDP-Partei wollte dem Bündnis beitreten.
Sie forderte erneut Verhandlungen mit den Freischärlern. Am Abend kam es im Grenzgebiet zum Kosovo wieder zu neuen Kämpfen, während es tagsüber ruhig war. Trügerische Ruhe im Kampfgebiet nahe Kumanovo. Mazedonische Armee und Polizei halten sich zurück. Heute soll in alle Welt das Signal gehen, Mazedonien sei auf dem Weg, seine Krise zu meistern. Wie die Militärs dabei vorgehen, wird allerdings nicht gern gezeigt. Internationale Berichterstatter werden wo immer möglich daran gehindert, in die umkämpften Dörfer zu gelangen. Noch scheinen die UÇK-Rebellen ihre Stellungen zu halten. Derweil in Skopje die lang erwartete Parlamentssitzung zur Regierungsbildung. Demonstration der Einigkeit zwischen Albanern und Mazedoniern. Doch noch kurz vor der Zusammenkunft hatten albanische Regierungsvertreter gefordert, die UÇK müsse in den Dialog mit einbezogen werden. Das lehnt Regierungschef Georgievski ab. In seiner Rede nannte er die UÇK-Kämpfer Terroristen. Dagegen protestierten die albanischen Vertreter. Der Einigungsprozess schon wieder ins Stocken geraten. Noch steht die Koalition nicht. Und auch ein Ende der Kämpfe ist nicht in Sicht. Gestern Kampfhubschrauber und Panzer im Einsatz. Wenig spricht dafür, dass es damit nicht weitergeht. Angeblich soll es bereits jetzt zu einer Gegenoffensive der UÇK gekommen sein. Die mazedonischen Sicherheitskräfte sind hochgradig nervös. Die UÇK-Rebellen längst noch nicht abgezogen. Die militärischen Fronten also nach wie vor verhärtet. Und zwischendrin Zivilisten, die um ihr Leben bangen müssen. Bildung einer Koalition nationaler Einheit hin oder her. Mazedonien ist noch weit von Stabilität und Befriedung entfernt. Zu Gefechten mit albanischen Rebellen kam es heute wieder in Nordmazedonien. Die EU versuchte erneut, die Regierung von einer friedlichen Lösung zu überzeugen. Skopje, heute Nachmittag. Vergeblich drängte bislang eine EU-Delegation die politische Führung Mazedoniens, mit der albanischen Volksgruppe doch noch eine Verhandlungslösung zu finden. Mit Terroristen werde es auch keine indirekten Kontakte geben, war zu hören. Und der Staatschef erneuerte die Aufforderung an die albanische Zivilbevölkerung, das Kampfgebiet im Norden des Landes zu verlassen. Sein Versprechen, die Evakuierung werde von internationalen Beobachtern überwacht. Fernsehteams werden von der mazedonischen Armee kontrolliert und zurückgewiesen. Nur von weitem gefilmt werden konnten deshalb wieder intensivierte Beschießungen von Stützpunkten der sogenannten Nationalen Befreiungsarmee UÇK. Seit Tagen lebt die albanische Bevölkerung in Dörfern wie Skipčano nur mehr in Kellern. Lediglich die Alten, Kranken und Schwangeren wurden mit Hilfe des Roten Kreuzes aus der Gefahrenzone gebracht. Diese Familien erklären, ausharren zu wollen, freiwillig bei ihren Männern zu bleiben, die als Guerilla-Gruppe ihre Heimatorte nicht verlassen, die Waffen keinesfalls bis Donnerstag niederlegen will, wie von der mazedonischen Regierung gefordert. Auch im benachbarten Südserbien wollen albanische UÇPMB-Rebellen ihre Stellungen nicht kampflos aufgeben. Für sie läuft am 24. Mai das Ultimatum der NATO ab, sich ins Kosovo zurückzuziehen und ihre Waffen abzugeben, wenn sie straffrei bleiben wollen. Die mazedonische Armee hat heute eine neue Offensive gegen albanische Rebellen im Norden des Landes gestartet. Nach Angaben der Aufständischen soll es zahlreiche Opfer gegeben haben. Mehrere Orte seien mit Panzern und Artillerie beschossen worden, so Korrespondentenberichte. Ziel sei es, die Rebellen zurückzuschlagen, damit Zivilisten die Region verlassen könnten, erklärte ein Militärsprecher. Nach Schätzungen des Internationalen Roten Kreuzes halten sich noch immer etwa 10.000 Bewohner im Kampfgebiet auf. Der Konflikt in Mazedonien hat jetzt auch erstmals Spannungen in der neuen Allparteien-Koalition ausgelöst. Regierungsvertreter kamen in der vergangenen Nacht zu einem Krisentreffen zusammen. Anlass waren Berichte über ein Abkommen der Vorsitzenden der Albaner-Parteien mit albanischen UÇK-Rebellen im Kosovo. Darin sollen sie gemeinsame Aktionen vereinbart haben. Die Europäische Union warnte, solche Abkommen seien völlig inakzeptabel. Die mazedonische Armee setzt ihre Offensive gegen vermutete Stellungen albanischer Rebellen im Grenzgebiet zum Kosovo fort. Mazedonische Kampfhubschrauber griffen das Dorf Vakcince mit Raketen an. Die Region gilt als Hochburg der nationalen albanischen Befreiungsarmee UÇK. Über die Zahl der Opfer gibt es keine verlässlichen Angaben, aber mindestens 2000 Menschen sind inzwischen vor den Kämpfen ins benachbarte Serbien geflohen. Die mazedonische Armee und albanische Rebellen haben sich an der Grenze zum Kosovo wieder heftige Gefechte geliefert. Am dritten Tag der Armeeoffensive richteten sich die Angriffe gegen Albanerstellungen in der Gegend um die Ortschaften Slupčane und Orizare, die beide seit Wochen von UÇK-Kämpfern kontrolliert werden.
Das Dorf Vaksince und 2 weitere Siedlungen hat die mazedonische Armee seit gestern unter ihrer Kontrolle. Die Gegend gilt als Hochburg der nationalen albanischen Befreiungsarmee UÇK. Tausende Albaner sind aus dem Kampfgebiet geflohen. Eine politische Lösung des Konflikts zeichnet sich bislang nicht ab. Der mazedonische Innenminister Boškovski sagte, er halte an dem Ziel fest, alle Terroristen aus Mazedonien zu vertreiben. Die mazedonische Armee hat heute erneut Stellungen albanischer Rebellen im Norden des Landes beschossen. Besonders umkämpft war der Ort Matejce, den die Separatisten gestern zum Teil unter ihre Kontrolle gebracht hatten. Hunderte Zivilisten flohen aus dem Kampfgebiet. Seit dem Nachmittag versucht der außenpolitische Koordinator der EU Solana, den Streit innerhalb der mazedonischen Regierungskoalition zu schlichten. Vertreter der albanischen Minderheit hatten ohne Zustimmung ihrer Koalitionspartner mit den Rebellen verhandelt. Die Regierung in Mazedonien will versuchen, den Konflikt mit den albanischen Rebellen politisch zu entschärfen. Präsident Trajkovski kündigte eine Verfassungsreform an, um die Rechte der Minderheit zu stärken. So soll Albanisch als zweite Staatssprache verankert werden. Ferner stellte er den Extremisten eine Teilamnestie in Aussicht. Die Rebellen begrüßten die Pläne als guten Schritt für eine Friedenslösung. NATO und EU hatten Skopje zuvor zu schnellen Reformen aufgefordert. Die mazedonische Armee hat ihre Offensive gegen die albanischen Rebellen im Norden des Landes ausgeweitet. Dabei griffen die Soldaten erneut Stellungen der Extremisten in den Ortschaften Matejce und Slupčane an. Das Militär setzte neben Mörsergranaten auch Hubschrauber und Panzer ein. Ein Armeesprecher erklärte, die Rebellen hätten bei den Kämpfen in Matejce schwere Verluste erlitten. Mazedonische Sondereinheiten versuchen seit 8 Tagen, die UÇK-Kämpfer aus dem Ort zu vertreiben. Auf internationalen Druck hin verhängt Mazedonien nun doch nicht das Kriegsrecht, um die albanischen Rebellen im Norden des Landes zu bekämpfen. Auch die Mehrheit des Parlaments sei dagegen, teilte Ministerpräsident Georgievski in Skopje mit. Gleichzeitig kündigte er jedoch ein unerbittliches Vorgehen gegen die UÇK-Rebellen an. Mit schwerer Artillerie begann die Armee heute eine neue Offensive. Dabei beschoss sie vor allem UÇK-Stellungen bei Kumanovo. Im Norden Mazedoniens liefern sich Armee und albanische Rebellen weiterhin heftige Gefechte. In Slupčane setzte das Militär schwere Waffen ein. Hubschrauber beschossen erneut den von den Rebellen kontrollierten Ort. Die Armee hatte ihre Angriffe trotz eines Friedensplanes der Regierung fortgesetzt. Javier Solana, der Koordinator für die EU-Außenpolitik, traf sich heute in Skopje mit führenden mazedonischen Politikern. Danach sagte Solana, alle Regierungsparteien würden den am Vortag vom Präsidenten vorgelegten Friedensplan unterstützen. Der Plan sieht vor, die Rebellen zur Waffenabgabe zu bewegen und politische Reformen zu beschleunigen. Dennoch besetzten nach Angaben des Innenministeriums mehrere hundert Rebellen den nur wenige Kilometer von Skopje entfernten Ort Adačinovo. Mehrere tausend Menschen aus der Region sind auf der Flucht. Im Norden Mazedoniens wird die Versorgungslage immer kritischer. In Kumanovo müssen 100.000 Menschen mit frischem Wasser aus Tanklastern versorgt werden, weil albanische Rebellen weiterhin eine Trinkwasseranlage besetzt halten. Ein albanischer Hilfskonvoi wurde von mazedonischen Sicherheitskräften gestoppt. Er sollte die Albaner in der Gegend um Kumanovo mit Lebensmitteln versorgen. Die Regierung will die Fahrzeuge erst weiterfahren lassen, wenn die Wasserversorgung der Stadt wiederhergestellt ist. Im Konflikt mit den Rebellen in Mazedonien hat die Regierung eine Waffenruhe der Armee angeordnet. Nach offiziellen Angaben soll sie dazu genutzt werden, die Bevölkerung der Stadt Kumanovo und der angrenzenden Dörfer mit Wasser und Lebensmitteln zu versorgen. Die Rebellen kündigten an, die Waffenruhe zu respektieren. Zuvor hatten sie damit gedroht, die Hauptstadt Skopje und den Flughafen anzugreifen, sollte die Armee ihre Angriffe fortsetzen. Mehrere Fluggesellschaften haben ihre Flüge nach Skopje bereits gestrichen. Waffenruhe in Mazedonien. Die Regierung hat den Streitkräften die vorläufige Einstellung der Angriffe auf die albanischen Rebellen befohlen. Hoffnung darauf, dass dieser Konflikt doch noch friedlich, das heißt ohne Bürgerkrieg, beigelegt werden kann. Bis heute Morgen hatte es nicht danach ausgesehen. Nachdem die Freischärler bis Adačinovo, das heißt bis 15 Kilometer vor die Hauptstadt Skopje herangekommen waren, war die Armee wie schon in den Wochen zuvor mit all ihren Mitteln, das heißt also mit Artillerie, Panzern und Kampfhubschraubern, gegen die Aufständischen vorgegangen.
Leidtragende dieser sinnlosen Kämpfe, die Zivilbevölkerung. Die meisten Bewohner von Aracinovo sind in den letzten Tagen geflohen. Sie haben, so sie konnten, ihr Hab und Gut gepackt und in der Hauptstadt Schutz gesucht. Zumindest kurzfristig eine sichere Bleibe. Andere Albaner zumeist flüchten sich ins Kosovo. Nun hat die Tragödie die Richtung geändert. Vor 2 Jahren, als die Serben das Kosovo ethnisch säubern wollten, suchten die Kosovaren Schutz in Mazedonien. Nun sind es die albanischen Mazedonier, die sich ins Kosovo flüchten. Ob und wann all diese Menschen in ihre Heimat zurückkehren können, ist derzeit freilich ungewiss. Die Regierung spricht nur von einer vorläufigen Einstellung der Kampfhandlungen und die UÇK-Rebellen haben damit gedroht, den Flughafen und die Hauptstadt anzugreifen. Das heißt, der Hass ist ungebrochen. Das zarte Pflänzchen Friedenshoffnung könnte schon bald wieder von Militärstiefeln zertreten werden. Im Mazedonien-Konflikt will sich die NATO weiter um eine Entspannung bemühen. Die seit Montag im Wesentlichen eingehaltene Waffenruhe hat das internationale Rote Kreuz genutzt, um hunderte Zivilisten in Sicherheit zu bringen. Und zwar aus Dörfern, die von albanischen Rebellen gehalten werden. Die mazedonische Armee bekam heute eine Hilfslieferung aus Deutschland. In Skopje wurden 20 Lastwagen sowie medizinische Ausrüstung übergeben. Die NATO wird in Mazedonien nicht militärisch eingreifen, um die Region zu befrieden. Das bekräftigte NATO-Generalsekretär Robertson in Skopje. Er schloss aber nicht aus, dass Soldaten nach einem Friedensabkommen dabei helfen könnten, die albanischen Rebellen zu entwaffnen. Der außenpolitische Berater der EU, Solana, forderte Mazedonien auf, schnell Reformen umzusetzen, in denen auf die albanische Bevölkerungsminderheit Rücksicht genommen werde. Die am Montag vereinbarte Waffenruhe wurde heute erneut gebrochen. Im Nordwesten des Landes kam es zu heftigen Gefechten zwischen der mazedonischen Armee und den albanischen Rebellen. Einen Tag nach der vereinbarten Waffenruhe sind im Norden Mazedoniens die Kämpfe wieder in vollem Umfang ausgebrochen. Regierungstruppen starteten am Morgen eine neue Offensive gegen die albanischen Rebellen. Diese drohen jetzt mit dem Beschuss der Hauptstadt Skopje, sollte die Armee ihre Angriffe fortsetzen. Mehrere hundert Zivilisten flohen aus den umkämpften Orten über die Grenze ins benachbarte Kosovo. Heute Morgen vor Aracinovo, 10 Kilometer entfernt von der mazedonischen Hauptstadt. Die Armee schießt aus allen Rohren. Der mühsam ausgehandelte Waffenstillstand wird gebrochen, ohne Rücksicht auf Verluste. Seine nächste Erklärung, so tönt der Innenminister, werde er in Aracinovo selber abgeben. Der Einsatz einer NATO-Friedenstruppe ist damit gefährdet. Und die albanischen Rebellen vermuten nun, dass genau dies die Absicht der Armeeführung sein könnte. Gestern Nachmittag war EU-Außenminister Solana erneut nach Skopje gereist, um die ins Stocken geratenen Verhandlungen der mazedonischen Konfliktparteien wieder in Bewegung zu bringen. Ich möchte die Führer der beiden Seiten bestärken bei ihren Versuchen, den politischen Prozess im Rahmen eines Dialoges voranzutreiben. Ohne einen Dialog wird es kaum möglich sein, die Schwierigkeiten hier zu überwinden. Eben dies scheint nun wieder in weite Ferne gerückt, nachdem Präsident Trajkovski gestern das Scheitern der Verhandlungen um einen Friedensplan eingestehen musste. Nun wollen sich die beiden Albaner-Parteien von den Friedensverhandlungen zurückziehen, was einen weiteren Schritt in Richtung Bürgerkrieg bedeuten würde. Schon drohen die Rebellen der UÇK, die Hauptstadt selber anzugreifen. Es brennt lichterloh in Mazedonien. Der Einsatz von Feuerwehrmann Solana ist dringender als je zuvor. Im Norden Mazedoniens gilt nach 3 Tagen heftiger Kämpfe in Aracinovo eine neue Feuerpause. Der Ort war vom Militär massiv angegriffen worden, nachdem die Rebellen ihre Stellungen ausgebaut hatten. Der außenpolitische Koordinator der EU, Solana, äußerte in Skopje die Hoffnung auf einen landesweiten Waffenstillstand. Dieser ist für die NATO Voraussetzung dafür, dass sie die Entwaffnung der Rebellen überwacht. Nach Marathonverhandlungen die gute Nachricht. Der Waffenstillstand sei erreicht, so der EU-Unterhändler, der beiden Seiten dankte für gezeigtes Verantwortungsgefühl. Solana hatte sich heute in den Kampfpausen selbst in das nur 8 Kilometer entfernte Aracinovo begeben, das gleich neben der Autobahn auf dem Weg zum Flughafen der mazedonischen Hauptstadt liegt. Um die deshalb strategisch wichtige Ortschaft wurde seit 3 Tagen erbittert gekämpft. Diese Hochburg der sogenannten albanischen Nationalen Befreiungsarmee UÇK ist nur mehr ein Ruinenfeld. Mazedonisches Militär und Sonderpolizei wollten hier ein Exempel statuieren, den umzingelten Freischärlern eine entscheidende Niederlage beibringen. Deshalb soll es Solana schwer gehabt haben, dem Generalstab die Zustimmung zum sofortigen Waffenstillstand abzuringen. Nach noch unbestätigten Meldungen haben UÇK-Kommandeure um einen Korridor ersucht,
um erstmal 200 verwundete Rebellen von hier in ihr Lazarett bei Lipkovo bringen zu lassen. Die Regierung in Skopje will angeblich zustimmen, wenn danach alle Freischärler abziehen. Die internationale Gemeinschaft hofft, dass damit der Flüchtlingsstrom aus Mazedonien ins Kosovo endlich aufhören und der politische Dialog für eine dauerhafte Friedensregelung fortgesetzt wird. Mit einem ständigen EU-Vertreter in Skopje. Allerdings sind bislang erklärte Waffenstillstände immer wieder gebrochen worden. Die Europäische Union hat nachdrücklich vor einer Eskalation in Mazedonien gewarnt. Die Unruhen vergangene Nacht in Skopje zeigten den Ernst der Lage, erklärte die schwedische Außenministerin Lind als amtierende Ratspräsidentin. Mehrere tausend Menschen hatten vor dem Parlament gegen das freie Geleit für die albanischen Rebellen aus Aracinovo protestiert. Präsident Trajkovski bat heute die Bevölkerung über das Fernsehen um Unterstützung für seinen Kurs. Wieder ein Tag, der als Waffenstillstand geführt werden wird. Die mazedonische Armee schießt aus allen Rohren auf Nikustak, ein von den Albanern bewohntes Dorf 6 Kilometer entfernt von Aracinovo, wo die Freischärler der UÇK gestern unter NATO-Aufsicht abziehen konnten. In diesem Gebiet gab es nach Auskunft örtlicher Beobachter bisher keine Konflikte. Nun ist die örtliche Moschee nicht mehr als ein Trümmerhaufen. Trümmer auch in der Hauptstadt Skopje, wo gestern eine Menge von rund 15.000 Demonstranten das Parlamentsgebäude gestürmt und den Rücktritt des Präsidenten verlangt hatte. Trajkovski reagierte heute mit einer Ansprache an die Nation. Ich versichere Ihnen, jeder Zentimeter mazedonischen Territoriums wird unter der Kontrolle unserer Sicherheitskräfte bleiben und dass Mazedoniens Stabilität das Resultat gemeinsamer Anstrengungen aller Bürger dieses Landes sein wird. Anlass für diese Brandrede war der Vorwurf der Demonstranten gestern Abend, die mazedonische Führung habe den, wie man hier sagt, Terroristen der UÇK zu viele Zugeständnisse gemacht. Die Menge hatte das Parlament gestürmt, Reservisten der Polizei schossen in die Lufträume, wurden verwüstet, der Wagen des Innenministers demoliert. Die Demonstranten warfen der Regierung insbesondere vor, sie habe sich der Forderung von EU und NATO gebeugt, die UÇK-Rebellen mit ihren Waffen aus Aracinovo abziehen zu lassen. KFOR-Soldaten hatten die Rebellen heute Morgen mit unbekanntem Ziel aus dem Krisengebiet geleitet. In Mazedonien haben die internationalen Vermittler unterdessen erste Voraussetzungen für den Einsatz der NATO geschaffen. Regierung und albanische Rebellen stimmten einer unbefristeten Waffenruhe zu. Die Vereinbarung soll um Mitternacht in Kraft treten. EU und NATO begrüßten die Entscheidung. Der Generalsekretär der Allianz Robertson machte aber deutlich, dass Soldaten erst entsandt werden könnten, wenn die Feuerpause auch Bestand habe. Obwohl der Waffenstillstand schon angekündigt ist, begannen die albanischen Guerillakämpfer heute Nachmittag mit einer Offensive. In Deba an der Grenze zu Albanien und im westmazedonischen Tetovo kam es zu heftigen Kämpfen, die zurzeit noch andauern. UÇK-Rebellen sollen dabei bis an den Stadtrand von Tetovo vorgedrungen sein. Der Waffenstillstand ist das Ergebnis der Shuttle-Diplomatie des amerikanischen Sonderbotschafters Peter Fate, der gestern Nacht in Prizren im Kosovo von UÇK-Führer Ahmeti die Zustimmung erhielt. Für die mazedonische Seite unterschrieb später Generalstabschef Petrevski. Der mazedonische Verteidigungsminister bestätigte am Mittag, dass der Waffenstillstand 40 Tage gelten soll und dass bis zum 23. Juli 3000 NATO-Soldaten nach Mazedonien kommen sollen, um 15 Checkpoints zu errichten, wo die Waffen der Albaner UÇK eingesammelt werden. Der Waffenstillstand ist die Voraussetzung für den Beginn des politischen Dialogs zwischen Mazedonien und der albanischen Volksgruppe. Ziel ist eine Verfassungsreform, in der die Albaner die gleichen Rechte erhalten wie die Mazedonier. Zum Beispiel soll Albanisch zweite Amtssprache im Land werden. Ob diese Gespräche wirklich beginnen können, hängt auch davon ab, ob ab heute Nacht 0:01 Uhr die Waffen wirklich schweigen. Die Waffenruhe in Mazedonien ist erneut gebrochen worden. Albanische Rebellen griffen aus mehreren Richtungen die zweitgrößte Stadt Tetovo an, die von den Regierungstruppen kontrolliert wird. Bei den Gefechten wurden mindestens 14 Zivilisten verletzt. Dadurch sind auch die Friedensverhandlungen unter Vermittlung von EU und USA in Skopje gefährdet. Noch kein Bürgerkrieg, aber ein Krieg in der Stadt. Tetovo wird von heftigen Gefechten erschüttert. Regierungstruppen versuchen, ihre Stellungen in der Stadt zu halten, doch die albanischen Rebellen dringen immer weiter vor. Aus mehreren Gebäuden der Innenstadt stieg am Nachmittag Rauch auf. Auch die Kaserne der Armee stand offenbar in Flammen. 40 Granaten sollen hier, so berichten Augenzeugen, eingeschlagen sein.
Den Freischärlern sei es gelungen, bis auf ein paar hundert Meter auf das Stadtzentrum vorzurücken. Beide Seiten setzen Maschinengewehre und Granatwerfer ein. Verängstigte Zivilisten suchen unter den Bäumen Schutz. Mindestens 4 Personen sollen bei den Kämpfen verletzt worden sein. AFP berichtet sogar von einem Toten. Tetovo wirkt derzeit fast wie ausgestorben. Immer mehr Bürger haben am Nachmittag die Stadt verlassen und sich in Sicherheit gebracht. Unterdessen gehen in den Dörfern rund um Tetovo die Kämpfe weiter. Mit Panzerhaubitzen versucht die Armee, der Rebellen Herr zu werden, ohne Erfolg. Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig, die neuerlichen Kämpfe provoziert zu haben, die nun schon 2 Tage in Folge anhalten. Von einem Waffenstillstand kann jedenfalls nicht mehr gesprochen werden. Unterdessen hat sich die Lage in Mazedonien entspannt. Nach Vermittlung durch NATO und EU wollen die Konfliktparteien ihre Friedensgespräche wieder aufnehmen. Die Albaner-Rebellen haben sich heute vereinbarungsgemäß aus der Gegend um Tetovo weitgehend zurückgezogen. In der diplomatischen Springprozession um einen Frieden im Mazedonien-Konflikt ist man wieder einmal einen Schritt vorwärts gekommen. Der politische Dialog ist wieder auf dem Gleis, rühmten sich die Chefdiplomaten Javier Solana für die Europäische Union und NATO-Generalsekretär George Robertson. Nach stundenlangen Gesprächen mit dem mazedonischen Präsidenten Boris Trajkovski, der mazedonischen Regierung und den Vertretern der Albaner-Parteien wurde jedoch keine Übereinkunft verkündet. Mit diplomatischen Formulierungen wurde lediglich die Fortsetzung des politischen Dialogs in den nächsten Tagen vereinbart. 95% der offenen Fragen wird jetzt von allen Seiten zugestimmt. Mit gutem Willen und der Bereitschaft zur Flexibilität können die restlichen 5% bei den kommenden Gesprächen in Tetovo gelöst werden, das ja ein Symbol dieses Konflikts ist. Robertson und Solana konnten keinen Verhandlungserfolg verkünden. Sie haben lediglich erreicht, dass der in den letzten Tagen zusammengebrochene Waffenstillstand wieder hält. Ob die entscheidenden Fragen, wie die Albaner in Polizei, Verwaltung und Armee eingesetzt werden und ob Albanisch zweite offizielle Amtssprache wird, in Tetovo gelöst werden können, bleibt zweifelhaft. Begleitet von OSZE-Beobachtern konnten am Nachmittag die ersten Busse mit Flüchtlingen aus Tetovo in ihre Heimatdörfer zurückkehren. Die Konfliktparteien in Mazedonien haben heute ihre Friedensgespräche wieder aufgenommen. In Ohrid, im Süden des Landes, trafen Regierungsvertreter mit den Vorsitzenden der beiden größten Albaner-Parteien zusammen. Im Mittelpunkt der Verhandlungen stehen eine Verfassungsreform zugunsten der albanischen Minderheit und die Bewahrung der jüngst vereinbarten Waffenruhe. Wegen der gespannten Sicherheitslage wurde der politische Dialog zwischen der mazedonischen Regierung und den Albaner-Vertretern nicht wie geplant im westmazedonischen Tetovo, sondern in einer Präsidentenresidenz am Ohridsee im Süden des Landes fortgesetzt. Unter Leitung von Präsident Trajkovski wurde über die Einführung des Albanischen als zweite offizielle Amtssprache des Landes beraten. Verzweifelt weinen diese slawisch-mazedonischen Frauen angesichts der Zerstörungen ihrer Häuser. Unter dem Schutz von EU-Beobachtern konnten diese Flüchtlinge heute erstmals in ihr kürzlich von UÇK-Rebellen besetztes Dorf bei Tetovo zurückkehren. Ein Restaurant und an die 20 Häuser slawischer Mazedonier, die in diesem Dorf als Minderheit leben, wurden von den sogenannten Freiheitskämpfern der UÇK vor ihrem Rückzug niedergebrannt. Auf der Suche nach Waffen verwüsteten die Freischärler die Einrichtung. Hier werde ich nicht mehr wohnen können, sagt dieser Arzt. Das ist jetzt ein Friedhofsgrab. Wer soll das alles wieder aufbauen? Alles ist zerstört durch das Feuer. Ich weiß nicht, warum sie das getan haben. Das Niederbrennen mazedonischer Häuser durch die abziehenden UÇK-Rebellen verstärkt die Empörung der slawischen Mazedonier. Mit einem Massenprotest, der heute Abend im Zentrum von Skopje stattfinden soll, fordern sie mehr Schutz durch Armee und Polizei. Im mazedonischen Ohrid sind die Friedensverhandlungen erneut ins Stocken geraten. Die albanischen und slawischen Parteien sind weiter uneins über den Status der albanischen Sprache. Beide Seiten beschuldigen sich, die Verhandlungen zu blockieren. Ein westlicher Diplomat berichtete dagegen von einer leichten Annäherung. Inzwischen kehren immer mehr albanischstämmige Mazedonier in ihre Heimat zurück. Zum dritten Mal startete heute in Skopje ein Flüchtlingskonvoi mit 500 slawischen Mazedoniern zurück in ihre Heimatdörfer bei Tetovo, wo mehrheitlich Albaner siedeln. Bis vor einer Woche kontrollierten UÇK-Rebellen dieses Gebiet, ehe es durch NATO-Vermittlung entmilitarisiert wurde. Wegen ihrer Erfahrungen bei der Flucht sind die Flüchtlinge skeptisch.
Als die UÇK-Leute in mein Haus kamen, haben sie mich bedroht und alles verwüstet. Wegen meiner Reservistenuniform wollten sie es niederbrennen. Wenn wir kommen, ist die UÇK-Polizei jetzt sicher in Zivil dort. Wenn wir bleiben, werden wir sicher wieder bedroht. Wenn wir denen bei den Verhandlungen eine eigene Polizei zugestehen, dann ist es besser, wir bleiben gleich hier. Vom Ohridsee im Süden des Landes werden vom politischen Dialog zwischen der mazedonischen Regierung und den Albaner-Parteien erstmals Fortschritte gemeldet. Die mazedonische Sprache wird die offizielle im Lande sein. Jede andere Sprache, die mehr als 20% der Bevölkerung sprechen, wird auch als offizielle Sprache in Parlament und Regierung anerkannt. Die Einzelheiten werden in einem Gesetz geregelt. Beide Seiten stimmen in dieser Frage überein, ohne dass das Wort Albanisch dabei auftaucht. Doch das Misstrauen zwischen den Volksgruppen ist überall spürbar. Hier können wir nicht mehr leben. Alle Mazedonier gehen weg von hier. Hier gibt es keinen Frieden. Sie verlassen das albanische Dorf Arachinovo nahe des Flughafens von Skopje, in das sie erst vor 3 Tagen zurückgekehrt waren. Der EU-Beauftragte Solana hat sich in Mazedonien erneut in die Verhandlungen zwischen Vertretern der Regierung und der albanischen Minderheit eingeschaltet. Er äußerte bei den Gesprächen in Ohrid die Hoffnung, auf einen schnellen Durchbruch hinwirken zu können. Uneins sind die Konfliktparteien weiterhin in der Frage einer gemeinsamen Polizei. Dabei geht es vor allem um den Anteil der verschiedenen Volksgruppen der Truppe. Bei seiner Ankunft in Ohrid gab sich EU-Außenminister Solana wie immer optimistisch. Er hoffe, dass dieser Besuch einen Anstoß geben könne für Fortschritte, insbesondere bei der Frage nach der Polizeireform. Ich weiß nicht, ob wir heute noch fertig werden, aber ich bin zuversichtlich, dass dieser Tag einen wichtigen Schritt nach vorne bringen wird. In Wirklichkeit besteht zu solchem Optimismus eigentlich wenig Anlass. Gestern erst hatten mazedonische Organisationen versucht, einen Transport mit Hilfsgütern in jene Dörfer nördlich von Tetovo zu schicken, in denen slawische Mazedonier von den albanischen Rebellen wie Geiseln festgehalten werden, abgeschnitten von jeglicher Versorgung. Doch der Versuch scheiterte, UÇK-Rebellen schickten die Lastwagen zurück. In Skopje wächst denn auch der Hass auf die Albaner täglich und die Einmischung von EU und NATO wird hier nur noch als lästig empfunden. Es ist schlimm, dass die internationale Gemeinschaft sich so einseitig verhält. Sie macht sich freiwillig zu einem Diener einer klassischen Terrororganisation. Es zeigt sich, dass die USA die politische Richtung bestimmen und die Engländer diese dann ausführen. Frankreich und Deutschland würden offenbar gerne eine eigene Politik betreiben, sind aber dann doch zu feige dazu. In Ohrid gestalten sich die Gespräche offenbar schwieriger, als Solana geglaubt hatte. Staatspräsident Trajkovski hat der Armee unterdessen einen Einsatzbefehl gegeben. Sie soll die UÇK, die auch heute wieder die Waffenruhe gebrochen hat, aus dem Gebiet nordwestlich von Tetovo vertreiben. Im mazedonischen Ohrid sind die Friedensgespräche fortgesetzt worden. Nach Ansicht des Vermittlers der Europäischen Union, Leo Tar, steht eine Einigung zwischen den slawischen und albanischen Parteien kurz bevor. Überschattet wurden die Verhandlungen von Gewalt. UÇK-Rebellen sollen Armeestellungen rund um Tetovo angegriffen haben. Bei einer Polizeiaktion in Skopje gab es 5 Tote. Für die Bewohner der Vergio-Straße sah das Ganze aus wie ein schlechter Horrorfilm. Da tauchen um 4 Uhr morgens 300 schwer bewaffnete Polizisten auf, schießen wild um sich, Todesschreie hallen durchs Wohnviertel. 5 UÇK-Rebellen werden erschossen, 5 andere verhaftet. Anwohner berichten, sie mussten sich, als sie zum Morgengebet in die Moschee gehen wollten, auf die Straße legen, die Mündung automatischer Gewehre im Nacken. Diese Gruppe der UÇK hat hier in Skopje einen Terroranschlag geplant. Wir haben versucht, sie festzunehmen, stießen während der Aktion jedoch auf starken, bewaffneten Widerstand. Und dann führt er vor, was an diesem Morgen bei den Rebellen angeblich gefunden worden war. Ein ganzes Arsenal hochmoderner Waffen, Sprengstoff und Munition. Die Verhandlungen in Ohrid hat diese Aktion jedoch nicht behindert. Am Abend gab Verteidigungsminister Vlado Bučkovski bekannt, dass man einer Forderung der UÇK zugestimmt habe, die eine Amnestie der UÇK-Rebellen vorsieht. Damit ist die Regierung den Rebellen in einem wichtigen Punkt entgegengekommen. Sollte nun wirklich ein Friedensabkommen erreicht werden und das Parlament dem auch noch zustimmen, könnte Mazedonien tatsächlich an einem Bürgerkrieg vorbeigeschrammt sein. Noch ist es freilich nicht so weit, denn auf beiden Seiten gibt es Betonköpfe, die in einem Krieg die einzig annehmbare Lösung sehen. Immerhin,
Heute glimmt ein Hoffnungsschimmer. In Mazedonien gefährdet wieder aufflammende Gewalt den Friedensprozess. Der europäische Vermittler Leotard sagte, die für den kommenden Montag geplante Unterzeichnung eines Abkommens sei gefährdet, wenn sich die Lage weiter zuspitze. Aus Tetovo und Umgebung wurden heftige Schießereien zwischen Regierungstruppen und albanischen Rebellen gemeldet. Die Straße nach Skopje, auf der albanische Rebellen gestern einen Militärkonvoi überfallen hatten, wurde gesperrt. Balkanische Logik. Kaum ist ein Friedensabkommen paraphiert, schon ist man im Bürgerkrieg einen Schritt näher. Als heute Nachmittag Verteidigungsminister Butschkowski vor die Presse trat, ließ er keinen Zweifel daran. Die mazedonische Regierung setzt nach wie vor auch auf eine militärische Lösung. Wir werden unsere Feinde besiegen, wenn wir Frieden überall im Lande erreichen. Ich erkläre hiermit den Krieg gegen alle, die in unserem Lande Chaos verbreiten. Der Sicherheitsrat, dem Butschkowski auch angehört, war zuvor angesichts des Terroranschlages der UÇK auf der Straße nach Tetovo noch deutlicher. Wir sprechen uns für eine unbarmherzige Offensive aus, die alles zerstört, was sich gegen die Armee und gegen die Menschen in Mazedonien richtet. Solche Töne sind freilich auch dafür bestimmt, eine aufgebrachte Öffentlichkeit zu beruhigen. Die Ausschreitungen von heute Nacht sind Brandzeichen für die Stimmung in der Bevölkerung. Im südmazedonischen Prilep, wo die 10 Soldaten zu Hause waren, die von den albanischen Rebellen ermordet worden sind, brannten denn auch eine Moschee und zahlreiche Häuser. Angesichts solcher Bilder sind Fragen erlaubt nach den Inhalten des Friedensabkommens von Ohrid. Das Entscheidende: Mazedonien soll künftig nach der Verfassung das Land aller seiner Bürger sein. Viele slawische Mazedonier wollen davon natürlich nichts wissen. Bis Montag sind noch viele Überraschungen möglich. In Mazedonien droht neue Gewalt, die Friedensbemühungen zum Scheitern zu bringen. Aus Tetovo und Gostivar werden Gefechte zwischen albanischen Rebellen und Regierungstruppen gemeldet. 11 Untergrundkämpfer sollen getötet worden sein. Nördlich von Skopje starben 7 Soldaten, als ihr Fahrzeug auf Minen fuhr, die vermutlich von Rebellen gelegt worden waren. Erst Mittwoch waren bei einem Überfall 10 Soldaten getötet worden. Wieder einer dieser furchtbaren Tage, die Mazedonien Schritt für Schritt einem Bürgerkrieg näher bringen. In Prilep, im Süden des Landes, werden jene 10 Soldaten beerdigt, die am Mittwoch von albanischen Rebellen auf der Straße zwischen Skopje und Tetovo ermordet worden sind. Unschuldige Opfer eines Kampfes, der offenbar zwischen gemäßigten und radikalen Albanern ausgetragen wird. Und im Norden des Landes, wenige Kilometer außerhalb der Hauptstadt, sterben 7 Soldaten, als sie auf eine Mine fahren, die offensichtlich ebenfalls von der UÇK gelegt worden ist. Als wir zum Ort des Geschehens fahren wollen, werden wir von hasserfüllten Mazedoniern bedroht und zurückgeschickt. Nicht eben die Atmosphäre für ein Friedensabkommen. Der NATO-Botschafter auf einer Pressekonferenz: Wir werden alles tun, um beide Seiten zu der Zurückhaltung zu bewegen, die notwendig ist, damit wir sagen können, der Waffenstillstand ist stabil. Er ist natürlich nicht stabil, wie die Kämpfe in Tetovo heute wieder gezeigt haben. Hier sind es derzeit die Albaner, die Opfer von Granaten der mazedonischen Armee werden. Auch wer die politischen Forderungen der albanischen Mazedonier bisher verstanden hat, muss nun erkennen, den radikalen Kräften, von der Regierung hier zu Recht als Terroristen bezeichnet, geht es keineswegs um Gleichberechtigung oder Ähnliches. Sie wollen den Staat zerstören. Ein Friedensabkommen unter diesen Voraussetzungen wird mehr und mehr zur Farce. 2 Tage vor der geplanten Unterzeichnung eines Friedensabkommens dauert die Gewalt in Mazedonien an. In der Grenzregion zum Kosovo nahmen albanische Rebellen erneut Militärstellungen unter Beschuss. Ein Regierungssprecher in Skopje erklärte heute, er sehe wegen der angespannten Lage im Land derzeit keine parlamentarische Mehrheit für den Friedensplan. Erschütternde Szenen am Nachmittag bei einer Beerdigung in Ljubanci. 2 der Soldaten werden zu Grabe getragen, die gestern durch eine Mine ums Leben gekommen sind. Sie stammten aus diesem Dorf und die Polizei kann die Bewohner hier nur mit Mühe davon abhalten, ins von den Albanern bewohnte Nachbardorf zu marschieren und Selbstjustiz zu üben. Staatstrauer heute in Mazedonien und trotzdem Hoffnung. Ich denke, dass das Friedensabkommen am Montag doch noch unterzeichnet wird und hoffe, dass dies dann auch respektiert wird.
Heute Nacht hatten in der Hauptstadt wieder ein paar tausend Menschen gegen die Regierung protestiert, die, wie sie meinen, zu rücksichtsvoll mit den Albanern umgeht. Später wurden hier auch Geschäfte von Albanern angegriffen und geplündert. Und schließlich zog die Menge in Richtung amerikanische Botschaft. NATO und die westlichen Regierungen, so die Einschätzung hier, würden den Albanern bei ihrem Terror gegen die Mazedonier helfen. Resignation in der Bevölkerung aufgrund der Ereignisse der vergangenen Tage, aber auch die Hoffnung, dass der Friedensprozess doch noch weitergeht. In der Regierung das gleiche Bild, ein Schwanken zwischen Skepsis und Hoffnung. Mazedonien präsentiert sich derzeit als eine mehrfach zerrissene Nation. Nach 9 Gefechten in Mazedonien hat die Regierung am Abend eine einseitige Waffenruhe verkündet. Ein hoher Beamter sprach von einem Zeichen des guten Willens, mit dem die für morgen geplante Unterzeichnung des Friedensabkommens sichergestellt werden solle. Den ganzen Tag über hatten sich Armee und Rebellen bei Skopje und Tetovo die heftigsten Gefechte seit Wochen geliefert. Nun wird bereits in der unmittelbaren Umgebung der Hauptstadt gekämpft. Heute konzentrierten sich die Gefechte um Ljubotin, rund 50 Kilometer nördlich von Skopje. Die UÇK-Rebellen können sich hier in einer von Albanern bewohnten Gegend wie Fische im Wasser bewegen. Der mazedonischen Armee bleibt nicht mehr übrig, als ganze Dörfer zu bombardieren, während die Freischärler ihren Druck auf die Hauptstadt verstärken. Wir sind hier, um die Unterstützung der Vereinigten Staaten zu unterstreichen für eine politische Einigung und für den Frieden. Die Führer sollten diese Gelegenheit zu einem Frieden nutzen. Von Frieden kann freilich keine Rede sein. Panzerverbände wurden heute eilig ins Gebiet östlich von Tetovo verlegt. Hier versuchten, wie die Mazedonier vermuten, Verbände der ehemaligen UÇK des Kosovo nach Mazedonien vorzudringen, ohne dass sie von der KFOR aufgehalten worden sind. KFOR widersprach jedoch dieser Version energisch. Am Nachmittag wieder eine Flüchtlingskatastrophe. Die Menschen aus den umkämpften Dörfern fliehen, suchen wenigstens ihr Leben zu retten, während rings um sie herum Granaten einschlagen, Schüsse aufpeitschen. Die Regierung hat diesen einseitigen Waffenstillstand ausgerufen, um, wie sie sagt, dem Frieden eine Chance zu geben. Aber sie sagt gleichzeitig, wenn die UÇK angreift, werden wir zurückschlagen. Das heißt also ein Waffenstillstand, der alle Möglichkeiten offen lässt. Ein halbes Jahr nach Ausbruch der Kämpfe in Mazedonien haben die Konfliktparteien am Nachmittag in Skopje einen Friedensvertrag unterzeichnet. Der albanischen Minderheit werden darin mehr Rechte garantiert. Außerdem wird den albanischen UÇK-Rebellen eine Teilamnestie zugesagt. Im Gegenzug sollen sie ihre Waffen abgeben. Die UÇK kündigte an, das Abkommen zu akzeptieren. Die Zustimmung des mazedonischen Parlaments ist noch ungewiss. Auf diesen Augenblick hatten die Menschen nicht nur in Mazedonien gewartet. Das gesamte politische Europa blickte heute auf Skopje. Das Friedensabkommen, das nach schwierigen Verhandlungen nun doch noch unterzeichnet wurde, soll das Land vor dem Abgleiten in den drohenden Bürgerkrieg bewahren. Präsident Trajkovski sichtlich erleichtert. Ich bin sehr zufrieden mit den Parteivorsitzenden, denn sie haben ihre Gegensätze zurückgestellt zugunsten der Erfordernisse unseres Landes. Kein Zweifel, für die albanische Minderheit bringt das Abkommen bedeutende Verbesserungen. Albanisch wird künftig offiziell zweite Sprache sein. Persönliche Dokumente werden auch in Albanisch ausgestellt und Eingaben an die Verwaltung werden auch in Albanisch möglich sein. Hinzu kommt, dass die Zahl der albanischen Polizisten, derzeit nur 300, bis zum Jahr 2004 prozentual dem Bevölkerungsanteil entsprechen soll. NATO-Generalsekretär Robertson: Dieser Vertrag öffnet den Weg für eine friedliche und andauernde Lösung der Krise, die dieses Land infiziert hat. Und deshalb muss dieser Vertrag so schnell wie möglich implementiert werden. Eben davor hat die NATO jedoch noch Voraussetzungen gestellt, die die UÇK aber, wie sie heute bekannt gab, erfüllen will. Die Unterschriften unter dieses Friedensabkommen sind ein Signal der Hoffnung, mehr nicht. Verträge werden am Balkan nur zu leicht gebrochen. Und gerade die letzten Tage haben in erschreckender Weise gezeigt, wie tief hier der Hass verwurzelt ist. Der Frieden in Mazedonien wird wohl nur zu sichern sein, wenn die NATO bald und mit einem robusten Mandat kommt. Meine Damen und Herren, in Mazedonien haben die Vorbereitungen für den geplanten NATO-Einsatz begonnen. Ein Vorauskommando erkundet die Einhaltung der Waffenruhe und baut ein Hauptquartier auf.
Abgesehen von kleineren Zwischenfällen blieb es heute im Krisengebiet ruhig. Der NATO-Rat will in der kommenden Woche über die Stationierung der 3.500 Mann starken Gesamttruppe entscheiden. Sie soll die Waffen der albanischen Rebellen einsammeln. Voraussetzung ist ein stabiler Waffenstillstand. Stopp, Militärpolizei. Das Gebiet rund um Tetovo fest in der Hand der UÇK. Diese Rebellen sollen in den kommenden Tagen freiwillig ihre Waffen abgeben. Wie viele? Wer vermag das zu sagen? 2000 behauptet die UÇK, 8000 erwartet die mazedonische Regierung. Und die NATO vermeidet es, über genaue Zahlen zu sprechen. Die Albaner begrüßen den NATO-Einsatz. Die NATO wird uns vor Übergriffen der mazedonischen Polizei schützen, hoffen sie, auch wenn das Mandat ein völlig anderes ist. Die Mazedonier dagegen mehrheitlich skeptisch. Vielen gilt die NATO als zu albanerfreundlich. Seit Tiger wirbt das Innenministerium und sucht Freiwillige für die Spezialpolizei. Nicht wenige glauben, Mazedonien hätte die Krise mit eigenen Sicherheitskräften militärisch lösen können, hätte der Westen sie nicht in ihrem Kampf gestoppt. In ein tief gespaltenes Land kommen die NATO-Soldaten also. Noch hält man sich alle Optionen offen. Gebetsmühlenartig betonen die Militärs immer wieder: Wir sind keine Interventionsstreitmacht, wir werden uns nicht zwischen kämpfende Parteien stellen. Sie wollen nur kommen, wenn der Waffenstillstand hält und auch nur, um Waffen einzusammeln. Noch zögert die NATO also. Ob der Waffenstillstand hält? Keiner wird diese Frage definitiv beantworten können, Vorsondierungen hin oder her. Letztendlich ist es eine politische Entscheidung. Und noch gefährlicher ist, Nationalisten beider Seiten, sowohl Albaner als auch Mazedonier, könnten großes Interesse daran haben, die NATO, ist sie erst einmal hier, tiefer in den Konflikt zu verstricken. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der seit langem geplante NATO-Einsatz in Mazedonien ist angelaufen. Der Beschluss der Allianz von gestern ist am Mittag in Kraft getreten, nachdem erwartungsgemäß keiner der 19 Mitgliedstaaten Einspruch eingelegt hat. Bereits Anfang nächster Woche sollen die ersten Einheiten damit beginnen, die Waffen der albanischen Rebellen einzusammeln. Die Mission ist auf 30 Tage befristet. Das Bundeskabinett will morgen die deutsche Beteiligung beschließen. Das letzte Wort hat dann voraussichtlich am kommenden Mittwoch der Bundestag. Wenn die Bundeswehr ihre 500 Soldaten nach Mazedonien schickt, dann sollen auch solche Leopard-Panzer aus dem Kosovo dorthin verlegt werden. Doch trotz der NATO-Entscheidung fehlt für das deutsche Kontingent noch der Nur wenige Stunden nach dem Einsatzbefehl sind die ersten Soldaten der NATO-Haupttruppe, eine französische Einheit, in Mazedonien eingetroffen. Die Lage in dem Krisengebiet war heute ruhig. Es wurden nur kleinere Zwischenfälle gemeldet. Alles andere als ein Willkommensgruß. Heute 12 Uhr, kurz vor dem Grenzübergang von Mazedonien und Kosovo. Mazedonische Flüchtlinge haben die Zufahrt zur Grenze blockiert. Hier kommt täglich der Nachschub für die schon im Lande befindlichen NATO-Soldaten herein. Die NATO wollen sie hier nicht sehen. Sie sind enttäuscht, dass ihnen bisher so wenig geholfen werden konnte. Nach der Erteilung des Marschbefehls für die Operation Essential Harvest beginnt die Stationierung der 3.500 Soldaten aus 12 Ländern in kleinen Schritten. 30 Tage soll der Einsatz dauern. Unabhängig vom Zeitpunkt der Verstärkung aus Deutschland wird sich die gesamte Stationierung sowieso noch 10 Tage hinziehen, aber alles laufe wie geplant, hieß es auf der Pressekonferenz in Skopje. In den nächsten Tagen werden wir beginnen, Waffen und Munition der sogenannten Befreiungsarmee einzusammeln. Solche Szenen sollte es ab der kommenden Woche nicht mehr geben, nicht weit außerhalb der mazedonischen Hauptstadt heute. Der politische Führer der Rebellen hat Kooperation angekündigt, das Problem sind aber bewaffnete Gruppen, die sich jeder Kontrolle entziehen wollen, etwa diese Rebellen mit gekaperten Armeepanzern. Für die ersten 10 Tage sind Übungen der NATO geplant. Jetzt schon werden von albanisch-mazedonischer Seite Forderungen nach einer Verlängerung des NATO-Mandates laut. In Mazedonien formieren sich inzwischen die Einheiten aus den NATO-Staaten. Spätestens in 14 Tagen, so schätzt die Allianz, wird die gesamte Truppe von 3.500 Mann einsatzbereit sein. Mit dem Einsammeln der Waffen der albanischen Rebellen solle aber schon Anfang kommender Woche begonnen werden. Der Waffenstillstand, die Bedingung der NATO für den Einsatz, wurde auch heute eingehalten. Die Stationierung der NATO-Soldaten läuft auf Hochtouren. Französische Soldaten beim Ausbau ihrer Basis. Heute folgten noch 100 britische Pioniere. England will auch insgesamt aufstocken, wenn die Lage es erforderlich mache. Wie haltbar ist die Waffenruhe? Diese Frage treibt auch diese slawisch-mazedonischen Flüchtlinge um. Heute wollten Leute aus Lešok in ihr Dorf zurück, probehalber oder auf Dauer. Die OSZE ist zum Schutz dabei.
Bis gestern hockten hier im Gebüsch noch UÇK-Posten, nebenan das frühere Stabsgebäude der Rebellen. Bilder, als habe es sich bei den bürgerkriegsähnlichen Gefechten nur um einen Spuk gehandelt. Die Polizei erklärte, es sei aber seit 2 Tagen nicht mehr geschossen worden. Die meisten Häuser der Mazedonier sind auf den ersten Blick intakt. Lešok war eines der Dörfer mit gemischter Bevölkerung, ein Stück multiethnische Vergangenheit, die sich im März als Illusion erwies. Schweine wurden in ihr Wohnzimmer getrieben, kaum vorstellbar, dass sie hier wieder einmal richtig wohnen können. Es sind diese kleinen Wunden, die ihnen den Glauben an ein neues Miteinander schwer machen. Ihre Kirche wurde noch vor 3 Tagen gesprengt, vermutlich von den Rebellen oben am Berg. Das Kleinod war besonders wichtig für die christliche und politische Identität der slawischen Mazedonier. Die Flüchtlinge sind aber heute Abend aus Sicherheitsgründen umgekehrt. Sie haben Angst vor einer Rückkehr der Rebellen in der Nacht. Ihr Friede ist erst 2 Tage jung. Für ihren Einsatz in Mazedonien schickt die NATO erheblich mehr Truppen als zunächst geplant. Die Militärs erwarten jetzt bis zu 5000 Soldaten zur Operation Essential Harvest. Am Nachmittag landeten französische Truppen auf dem Flughafen in Skopje. Morgen will der Kommandeur der NATO-Streitkräfte eine konkrete Zahl der Waffen nennen, die von den UÇK-Rebellen eingesammelt werden sollen. Voraussichtlich am Montag beginnt die 30-Tage-Frist, in der die Aktion abgeschlossen werden soll. Nach Mitteilung des UN-Flüchtlingshilfswerks sind seit Anfang Juli fast 30.000 albanischstämmige Mazedonier aus dem Kosovo wieder in ihre Heimat zurückgekehrt. Insgesamt verließen rund 120.000 Menschen ihre Häuser aus Angst vor den Kämpfen. Etwa die Hälfte war ins Kosovo geflohen. Ihre Rückkehr wird immer wieder durch Blockaden an der Grenze verhindert. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die NATO hat damit begonnen, in Mazedonien Waffen albanischer Rebellen einzusammeln. In Otlja, im Norden des Landes, nahmen Soldaten der Allianz eine Übergabestelle in Betrieb. Die UÇK-Waffen werden eingelagert und sollen später abtransportiert werden. Überschattet wird die Aktion vom Tod eines britischen Fallschirmjägers. Steinewerfer hatten einen Betonbrocken auf sein Fahrzeug geschleudert. NATO-Generalsekretär Robertson verurteilte die Tat. Die Mission werde jedoch uneingeschränkt fortgesetzt. Auf diese Szene hatte man in ganz Europa gewartet. Heute Mittag war es soweit. Die ersten UÇK-Kämpfer kamen zu der von der NATO eingerichteten Sammelstelle und gaben ihre Waffen ab. Was hier so friedlich aussieht, ist jedoch bereits Anlass zum ersten Streit zwischen NATO und UÇK. Die albanischen Rebellen sagen, sie haben bereits 1/3 übergeben. Die NATO spricht lediglich von 400 Waffen. Wenn man bedenkt, dass dies der erste Tag des Einsammelns von Waffen war, dann meine ich sagen zu können, das war eine überaus erfolgreiche Aktion. Begonnen hatte der heutige Tag mit einer traurigen Nachricht. Der britische Soldat, der gestern Abend von Steinewerfern getroffen worden war, ist in der Nacht seinen Verletzungen erlegen. Sapper Collins kam in dieses Land als Teil der NATO-Mission für den Frieden. Solche schrecklichen Zwischenfälle sind völlig unakzeptierbar. 2 weitere Schreckensmeldungen sorgten heute früh für Aufregung. In einem Außenbezirk von Skopje in der Nähe einer orthodoxen Kirche war kurz vor Mitternacht ein Sprengsatz hochgegangen. Und wenig später war in der Innenstadt von Skopje eine Bombe vor dem Geschäft eines Albaners explodiert. Auch wenn der tragische Tod des englischen Soldaten nur mittelbar mit der NATO-Aktion zu tun hat, so zeigt er doch, wie gefährlich die Lage hier ist. Waren es früher die Albaner, so sind es nun die slawischen Mazedonier, von denen die Aggression ausgeht. An ein Ende der NATO-Mission nach 30 Tagen aber glaubt doch wohl niemand mehr. 2 Tage vor der Entscheidung des Bundestages versucht die Regierung, eine möglichst breite Zustimmung zu einer deutschen Beteiligung an dem Mazedonien-Einsatz zu sichern. Für die Entsendung von Bundeswehrsoldaten plädierten das SPD-Präsidium und der Parteirat der Grünen. Die FDP will sich morgen festlegen. Die Union nannte am Abend konkrete Bedingungen für ihre Zustimmung. Sie verlangt zusätzliche Mittel, unter anderem für die Schutzausrüstung der Soldaten und für den Minenschutz. Die NATO hat heute weiter Waffen der UÇK-Rebellen eingesammelt. Am 2. Tag der Aktion wurde ein neues Lager in der Nähe des Dorfes Brodic eingerichtet. Bei dem Einsatz hat es nach NATO-Informationen keine Zwischenfälle gegeben. NATO-Generalsekretär Robertson will morgen zu neuen politischen Gesprächen nach Skopje reisen. Dies war die Stunde der Religion, nicht die der Politik.
Zum Tage der Heiligen Mutter versammelten sich um die zerstörte Kirche in Lešok heute Mittag mehr als 1000 Mazedonier, mitten im UÇK-Gebiet. NATO hatte für die Sicherheit der Gläubigen gesorgt, die voller Verzweiflung vor der Ruine des Klosters Lešok beteten. Ich werde nie vergessen, was Sie hier getan haben, dass Sie etwas zerstört haben, was für mich heilig ist. Vielleicht kann eine nächste Generation darüber hinwegkommen. Ich kann es nicht. Zahlreiche Besucher, die aus Lešok stammen und nun als Flüchtlinge in Skopje leben, ergriffen die günstige Gelegenheit, wenigstens ihr Hab und Gut zu retten. Zurückzukommen, um hier wieder zu leben, trauen sie sich nicht, noch ist die UÇK überall präsent. Wir haben nichts gegen Mazedonier, die in ihre Kirche gehen wollen, aber wir können keine Garantie für ihre Sicherheit übernehmen. Das können nur internationale Organisationen, also OSZE und NATO. Die hatte heute eine weitere Aufgabe. In langen Schlangen kamen UÇK-Rebellen zum Sammelplatz, um ihre Waffen abzugeben. Morgen sollen auch die Deutschen hier eintreffen. Was können die dann am Abend noch tun? Da wird es ein herzlich willkommen geben in Mazedonien. Eine Einweisung, vielleicht eine Dose des einheimischen Skopsko-Bieres und dann mit gespannter Erwartung ins Bett sinken. Die NATO hat unterdessen eine positive Zwischenbilanz ihrer Mission in Mazedonien gezogen. Ein Sprecher sagte, die albanischen Rebellen hätten bislang rund 1000 Waffen abgegeben. Das ist knapp ein Drittel der vereinbarten Zahl. NATO-Generalsekretär Robertson äußerte sich bei einem Truppenbesuch zufrieden mit dem bisherigen Verlauf des Einsatzes. Eine Auswahl dessen, was die deutschen Soldaten zusammen mit ihren Kollegen aus anderen Ländern vom Freitag an einsammeln sollen, wurde heute im Süden Mazedoniens nahe der griechischen Grenze dem Generalsekretär der NATO, Robertson, vorgeführt. Vom Weltkrieg-I-Gewehr bis zum Raketenwerfer reicht offenbar die Palette. Robertson über den Einsatz: Wir sind hier Teil eines Friedensprozesses, der versucht, Vertrauen und Einheit in diesem Land wiederherzustellen, um ihm eine Zukunft zu geben und Frieden und Stabilität zu erreichen, sowie Fairness und Gerechtigkeit für alle Menschen dieses Landes. Ein Teil der deutschen Soldaten wird erst mit Verzögerung ankommen. Es werden etwa 50 Soldaten erwartet, darunter Fallschirmjäger und auch Teile für die Stabs- und Unterstützungskompanie, die im Erebino stationiert sein wird. Über eine Verlegung der mechanisierten Kompanien aus Prizren nach Mazedonien wird morgen entschieden. Auf sie warten nicht nur 100 Jahre alte Schießprügel wie dieser, sondern auch moderneres Gerät und Misstrauen der Mazedonier gegenüber dem Sammelprogramm der NATO. In Mazedonien kommt die NATO bei der Entwaffnung albanischer Rebellen schneller voran als erwartet. Bisher wurden den Angaben zufolge bereits 1400 Waffen eingesammelt. Das ist ein Drittel der geplanten Menge. Von nächster Woche an beteiligen sich auch deutsche Soldaten an der Mission. Trotz aller Bemühungen um Frieden in der Region kam es dort heute erneut zu Anschlägen. Viele Waffen sind schon eingesammelt, aber Sprengstoff gibt es noch genug im westmazedonischen Tetovo. 10 Kilogramm davon zerstörten dort heute ein Hotel in albanischem Besitz. 2 Menschen wurden verletzt. Auch in Skopje ging wieder eine Bombe hoch. Nicht weit von Tetovo liegt Erebino, ehedem eine Anlage der jugoslawischen Armee. Hier sind seit der vergangenen Nacht die aus Deutschland eingeflogenen Soldaten einquartiert. Sie werden wahrscheinlich vom kommenden Montag an bei der Waffenernte mitwirken. Ihr Kommandeur: Wir haben hier insgesamt eine logistische Basis noch auf diesem Berg. Deswegen sind wir auch hier hineingegangen, weil wir schnell dieses Gelände verfügbar hatten und das für uns also entsprechend nutzen können. Wir halten daran fest, dass diese 30 Tage entsprechend also einzuhalten sind. Gleich am Tag nach der Abstimmung im Bundestag flog Verteidigungsminister Scharping heute in Skopje ein. Nach einem Gespräch mit dem Chef der NATO-Operation hob er den bisherigen Erfolg der Waffensammelaktion hervor und betonte: Wir gehen davon aus, dass das mazedonische Parlament morgen mit den Beratungen im Rahmen der ersten Lesung zu dem Ohrid und Skopje, dem sogenannten Framework Agreement, dem Rahmenabkommen, beginnen wird. Kurz nachdem in Erebino noch emsig an der Einrichtung des Lagezentrums gearbeitet worden war, setzten sich am späten Nachmittag die deutschen KFOR-Truppen im Kosovo in Bewegung. Im Laufe der Nacht sollen sie die Grenze zu Mazedonien passieren.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die ins Stocken geratenen Verhandlungen in Mazedonien kommen möglicherweise wieder in Gang. Nach zweitägiger Unterbrechung will das Parlament in Skopje die Beratungen über mehr Rechte für die albanische Minderheit morgen wieder aufnehmen. Sie waren gestern mit der Begründung ausgesetzt worden, die Albaner verstießen gegen den Friedensplan. Die UÇK-Rebellen hatten daraufhin gedroht, die Waffenübergabe an die NATO zu stoppen. In Skopje kam es unterdessen zu neuen Anschlägen. Wieder eine Bombenexplosion in Skopje. In der vergangenen Nacht wurde eine albanische Kaffeebar in Schutt und Asche gelegt. Gleichzeitig blockieren albanische Zivilisten immer wieder Straßen und verhindern so die Weiterfahrt mazedonischer Flüchtlingskonvois. Schwierige Voraussetzungen für Friedensverhandlungen. Sie wurden wieder einmal unterbrochen. Fast täglich stellen die Parlamentarier in Skopje neue Bedingungen für die Fortführung der Debatte. Gestern Abend traf sich der EU-Beauftragte François Léotard mit dem Parlamentspräsidenten und hochrangigen Politikern. Er ist verärgert über den Unwillen vieler mazedonischer Politiker, eine Lösung des Konflikts zu finden. Das geht so nicht. Wir haben gesagt, dass wir eine Ratifizierung des Parlaments brauchen. Das Parlament ist frei, ob es das tut oder nicht, aber man kann nicht jeden Tag neue Bedingungen stellen, die schlicht nicht zu erfüllen sind und die außerdem einen Bruch des Friedensvertrags darstellen. Solange die politische Debatte brach liegt, kann die NATO laut Vertrag keine weiteren Waffen einsammeln. Geradezu tragisch erscheint es in dieser Situation, dass der Museumsdirektor von Skopje die NATO gebeten hat, ihm einige der ältesten Modelle für sein Museum zur Verfügung zu stellen. Die politische Debatte um den Friedensvertrag ist ins Stocken geraten. Die NATO will sich davon aber nicht abhängig machen, weil es dann ein Einsatz ohne Ende werden könnte. Ihr Ziel, die Waffen einsammeln und möglichst schnell raus aus Mazedonien, um nicht zwischen die politischen Fronten zu geraten. Aber das ist längst geschehen. Mit einem Besuch in Mazedonien will sich Bundesaußenminister Fischer über die Entwicklung des von der NATO unterstützten Friedensprozesses informieren. Zunächst traf Fischer heute die deutschen NATO-Soldaten im Feldlager Erebino bei Tetovo. Später will er in Skopje unter anderem mit dem EU-Sonderbeauftragten Léotard zusammenkommen. Mit dem Helikopter direkt zu den deutschen Soldaten. Außenminister Fischer informiert sich zum Stand der NATO-Mission aus deutscher Sicht. Bislang waren die Bundeswehrsoldaten vor allem mit sich und ihrer Sicherheit beschäftigt. In der zweiten Phase der Mission aber sollen sie beim Waffeneinsammeln mit dabei sein und fühlen sich dafür gut gerüstet. Der Truppenbesuch, protokollarisches Muss. Wichtiger aber sind Fischers Gespräche morgen mit Verantwortlichen der mazedonischen Regierung. Denn zur Stunde debattiert das mazedonische Parlament immer noch über das Friedensabkommen. Westliche Diplomaten geben sich daher zurzeit in Mazedonien die Klinke in die Hand, machen Druck, damit das Parlament dem Friedensplan zustimmt und die zweite Runde des Waffeneinsammelns beginnen kann. Weder Druck wolle er ausüben, noch Geschenke mitbringen, so Fischer. Aber was auf dem Spiel steht, wird er wohl deutlich machen. Die Frage des Wegs nach Europa ist eine ganz entscheidende Frage. Den zu gehen, ich meine, Mazedonien ist das erste Land, das ein Stabilitäts- und Assoziierungsabkommen unterschrieben hat mit der Europäischen Union. Ich denke, das ist die entscheidende Perspektive. Die NATO demonstriert unterdessen gern die Erfolge ihrer Ernte. Auch wenn offiziell keiner über die Zeit nach dem 30-Tage-Mandat reden will, schon jetzt wird diskutiert, wie und unter welchem Namen die NATO im Anschluss bleiben kann. Denn zieht sie ab, droht ein Sicherheitsvakuum und damit neue bewaffnete Konflikte. Der Friedensplan in Mazedonien hat eine weitere Hürde genommen. Nach tagelanger Debatte und immer neuen Verzögerungen hat das Parlament in Skopje heute einer Verfassungsänderung grundsätzlich zugestimmt. Sie soll der albanischen Minderheit mehr Rechte bringen. 91 Abgeordnete stimmten dafür, 19 dagegen. Damit ist der Weg für die NATO frei, weitere Rebellenwaffen einzusammeln. Nach tagelangem Stillstand jetzt wieder Bewegung. Deutlich, überraschend deutlich war das Votum des mazedonischen Parlaments. Keine knappe, sondern eine eindeutige Mehrheit hat sich für die weitere Umsetzung des Friedensplans ausgesprochen. Und das, obwohl es viele kritische Stimmen gegeben hatte. Parlamentarier beklagten immer wieder, der Westen übe Druck aus. Ohne Zweifel hat es diesen Druck gegeben, doch die Alternative, das wussten die Abgeordneten sehr wohl, wären erneute Kämpfe, ein wieder aufflammender, bewaffneter Konflikt. Politik heißt auch Inszenierung, wie bestellt der Besuch Javier Solanas am Abend. Die Mission in Mazedonien
muss nicht nur für die NATO, sondern auch für die EU endlich eine Erfolgsgeschichte auf dem Balkan werden. Entsprechend üppig das Lob. Das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Wir sind jetzt gekommen, um Mazedonien weiterzuhelfen. Mit dem Votum heute grünes Licht für die NATO und Teil 2 ihrer Waffensammelaktion. Bereits morgen geht es weiter. Die Briten bestimmen und damit sind die Deutschen zunächst wieder nicht mit dabei. Frühestens am Wochenende ist deren Einsatz geplant. Die Entscheidung des Parlaments heute war nur der erste Schritt. 2 weitere Lesungen sind nötig. Bis zur Verfassungsänderung noch ein langer Weg. Die Hardliner werden Stimmung machen. Der Innenminister wirbt weiter für seine Spezialpolizei und die NATO sprach erstmals von Übergriffen mazedonischer Paramilitärs. In Mazedonien hatte Scharping heute die deutsche NATO-Truppe besucht. Der Einsatz der Soldaten steht kurz bevor. In den nächsten Tagen sollen sie sich daran beteiligen, die Waffen der albanischen Rebellen einzusammeln. Eine Garantie für den fristgerechten Abschluss des Einsatzes könne es nicht geben, sagte Scharping. Eine deutliche Verlängerung der Mission schloss er aber aus. Einschweben unter schlechtem Vorzeichen. Die Visite Scharpings, ein Abschiedsbesuch? Nur über Mazedonien wollte der angeschlagene Minister sprechen, doch die Flugaffäre hatte er im Reisegepäck und der Versuch, sie hier auszublenden, musste fehlschlagen. Zumal er wenig Neues zum Thema Mazedonien zu sagen hatte. Was kommt nach der 30-Tage-Mission der NATO? Was spricht für oder gegen ein EU-Mandat? Zusätzliche EU- und OSZE-Beobachter brauchen Schutz. Doch ob und wie die NATO das leisten könnte, Scharping wollte dazu heute noch nicht den großen Ideenwurf landen. Vielleicht war er ja doch nicht so ganz bei der Sache. Allzu lax seine Beschreibungen der Sicherheitssituation. Gestern hatte es wieder Schießereien gegeben. Es waren keine Auseinandersetzungen und kein gegenseitiges sich beschießen, sondern es waren, so Schießereien, die manchmal auf dem Balkan eben auch vorkommen. Aber das ist hier eine sehr nervöse Situation, unverändert. Zur gleichen Zeit marschiert die UÇK brav zur Waffenabgabe. Phase 2 der Sammelaktion hat begonnen. Die Rebellen präsentieren sich wieder als die guten Jungs. 1000 weitere Waffen übergeben ist für sie ein Klacks. Die NATO möchte zwar als neutraler Mittler auftreten, doch ob sie will oder nicht. Bilder wie diese machen Werbung für eine Seite. Und so empfinden denn auch die meisten Nicht-Albaner die Sammelaktion als Farce. Friedliche Demonstration vor dem Parlament, Einsammeln von Pappmaché-Waffen. Die NATO, der Westen, ist noch weit davon entfernt, das Vertrauen dieser Menschen zu besitzen. Soldaten der Bundeswehr beteiligen sich seit heute direkt an der NATO-Mission in Mazedonien. Nahe Tetovo sicherten etwa 100 Mann einen Sammelpunkt, an dem albanische Rebellen ihre Waffen abgeben. Die Aktion ist Teil des Friedensprozesses, der den Konflikt um mehr Rechte für die Albaner beenden soll. Brodec, eine Hochburg der albanischen Rebellen nordwestlich von Skopje. Hier kamen heute erstmals rund 30 deutsche Soldaten zum Einsatz von den beiden nach Mazedonien entsandten Bundeswehrkompanien. Im Rahmen der NATO-Aktion Essential Harvest, bedeutende Ernte, hatten die Infanteristen Order, die Entwaffnung von albanischen UÇK-Aktivisten abzusichern. Zusammen mit spanischen NATO-Soldaten die von Franzosen geleitete Aktion zu unterstützen. Einsammeln 3 Tage, wobei heute der eigentliche Haupttag ist, der Abgabe, gestern die Erkundung und Vorbereitung und morgen, je nachdem, ob nochmal Waffen abgegeben werden, im Laufe des Vormittags, wenn man heute noch nicht ganz fertig wird, werden wir bis morgen Nachmittag hier in diesem Gelände bleiben. Bei dieser zweiten Phase der Entwaffnung wurde vor allem altes Gerät abgeliefert und registriert, unter anderem ein deutsches MG aus dem Zweiten Weltkrieg, teilweise defekte Waffen, sodass sich nach Expertenmeinung die geplante Unbrauchbarmachung kaum lohnen dürfte. Dennoch signalisierten die NATO-Offiziere, dass man Vertrauen in eine reguläre Abwicklung habe. Jedenfalls zeigten sich die albanischen UÇK-Kämpfer kooperativ, sodass es zu keinerlei Zwischenfällen kam. Ein ungefährlicher, fast gemütlicher Einsatz, deshalb auch kein Grund zur Aufregung in der Heimat bei Angehörigen, wie uns der deutsche Zugführer wissen ließ. Es ist alles ruhig geblieben und wir fühlen uns eigentlich auch sehr sicher hier. Die NATO konnte heute eine positive Bilanz ihrer Entwaffnungsaktion in Mazedonien vorlegen. Sie sammelte deutlich mehr als die geplanten 3.300 Waffen von den UÇK-Rebellen ein. Das Material soll jetzt voraussichtlich in Griechenland vernichtet werden. An dem 30-Tage-Einsatz waren rund 4.500 Soldaten aus 17 NATO-Ländern beteiligt.
Am Morgen hatten es die Zeitungen schon verkündet. Die Erntehelfer gehen, die Füchse kommen. Doch dann spielte die mazedonische Regierung nochmals auf Zeit. Aus Angst, seine Souveränität könnte angekratzt werden, wollte Ministerpräsident Georgievski über die Zahl der NATO-Soldaten verhandeln. Skopje will nicht mehr als 600 ins Land lassen. Die Nachfolgemission ist nach wie vor umstritten, denn die Mission Essential Harvest hat bei vielen nicht nur Freude bereitet. Das Ganze ist doch eine einzige Lüge. Sie haben nur sehr alte Waffen abgegeben, Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg. Wahrscheinlich haben sie nur 10% dessen abgegeben, weil sie wirklich haben. Die Soldaten der Mission Schwarzbrauner Fuchs sollen die OSZE-Beobachter schützen, die hier den Friedensprozess überwachen werden. Ein Schutz, der notwendig werden könnte angesichts der Gewaltbereitschaft beider Seiten. Dass die Regierung eine möglichst geringe Zahl von Füchsen im Land haben will, hat einen anderen Grund. Skopje fürchtet, dass sich auf diese Weise eine Art Grenzschutz für die albanischen Gebiete etablieren könnte. Ein erster Schritt zur Spaltung des Landes.